lebe mittlerweile ja auch im Amazonas und ich arbeite mit indigener Medizin, wie zum Beispiel Kambo. Der Erste, wie ist einer auf die Idee gekommen, Frosch nehmen und ihn abschlecken? Ja, aber stimmt im Fall schon. Schon, also wenn ich mir jetzt ein Knoblauchzeh in ihn drücke... Kann sie, muss nicht. Schau, er ist auf Knoblauch kaufen nachher. Kann, ja, schön ein Zäpfchen halt, gell? Nein, wirklich. Also, Mein Freund, der ist indigen, der Ja. geht jagen. also er geht Die in gehen jagen. Nacht jagen, oder? Ja, die gehen jagen. Wir haben Gürteltier. Was? mit Kann man das Pakas. essen? Ja, ja. Mit Gürteltier? Gürteltier ist mega fein. Sind das nicht die mit dem Panzer oben Ja, ja. drauf? Mega Hä? fein, ja, ja. Schon? Und wie macht man das? Fort auch da. Wir haben in Europa ein ganz krasses Hexentum früher. Also wenn Und du dann- jetzt früher, vor ein paar hundert Jahren das gemacht hättest, wärst du als Hex verbrannt worden selbstverständlich. Ja, ich wäre verbrannt worden. Also jemand fragt, ist das nicht Drogenverherrlichung? Ja, schau, das ist eben genau das, wo wir halt Kulturen irgendwie auch aufeinandertreffen. Weil da zu Europa wird es als Droge, also Ayahuasca ist als Droge oder wird so dargestellt, wo es aber in Südamerika überall legal ist und Okay. als Medizin angeschaut wird und als Kulturgut von den jeweiligen Ländern. Und dass man da auch nur sehr bewusst in gewisse Zeremonien oder auch Retreats hineingeht und auch immer ganz klar schaut, bei wem mache ich so etwas und was ist mein eigenes Gefühl dabei und immer stets mit einem guten Gefühl in solche Erfahrungen hineingeht. Can't take no loss, yeah. I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground then it go off, yeah. Hit the ground then it go off. Geht auf pitch.ch, ihr findet Druckerpatronen zum halben Preis oder sogar noch günstiger. Auf unten dran in der Bio seht ihr den Link, drückt drauf und bringen heim. Schönen Abend. Also, willkommen bei Birrenweich Talk, das ist Folge Nummer 12 und heute haben wir als Gast da, die Alessandra. Du dich bitte, oder Alessandra? Ah ja, Alessandra. Stell dir vor, sie hat auch irgendwie anders geheißen. Also, da ist deine Cam, du kannst schnell sagen, wer du bist und was du machst. Aha. Weil ich bin zu voll wieder. Ja, okay. Hallo zusammen, ich bin die Alessandra. Und ja, ich bin heute hier beim Birrenweich-Talk eingeladen worden und ich bin sehr dankbar, dass ich da sein darf und ein bisschen über meine Tätigkeit erzählen darf. Und zwar arbeite ich mit indigenen Heilmethoden. Lebe mittlerweile ja auch im Amazonas, wo ich so ein bisschen meine Wurzeln gefunden habe und auch so ein bisschen meinen eigenen Ursprung. Und ich arbeite mit indigener Medizin, wie zum Beispiel Kambo. Das ist ein Sekret von einem Frosch, der gewisse Reinigungsprozesse in Gang setzen tut. Ich arbeite auch mit Ayahuasca. Das ist ja auch ein uraltes und heiliges Getränk von den Indigenen, wo man auch sehr tief transformative Prozesse erleben kann. Rapé, Sananga, halt, ja, mit ganz typischer Pflanzenmedizin. Ich will jetzt nicht zu viel darüber erzählen. Genau. Ich glaube, jetzt kommen also einige Fragen und ich freue mich, euch darüber zu erzählen. Bringen heim. Beste Dings, beste. Du bist wirklich die Beste, wie sich vorgestellt hat. Sonst jedes Mal. Der Fabrizio, du letztes Mal, ich bin der Fabrizio, ich bin der Bachelor gewesen. ja, komm, da könnt ihr mal ein bisschen Scheiben abschneiden. Also, du wohnst im Amazonas. Ich bin gerade dabei, dort hinzuziehen. Also ich nehme immer wieder mal etwas mit, weil es ist halt nicht einfach, kannst jetzt mal schnell, keine Ahnung, irgendeinen Umzugswagen mieten und dann Ja, das Zeug so. dorthin bringen, weil es ist eine Reise. Aber ja, ich bin mittlerweile dorthin. Also im Regenwald, oder was? Ja, Was? ja voll. Und hast du einen Briefkasten dort? Nein. Kein Keine Briefkasten? Adresse, kein Briefkasten, man zahlt keine Miete, man zahlt meistens auch keinen Strom, man zahlt kein Wasser. Die Krankenkasse und so brauchst du alles nicht? Ich bin noch in der Schweiz angemeldet, weil ich mich nicht in Brasilien anmelden, weil man dort Ja. viel mehr Steuern zahlt. Mein Grossi lebt Mehr? ja noch da. Ja, in Brasilien zahlst du etwa Mehr als da in der Schweiz, oder? 35% Steuern. Locker. Ja, okay, du verdienst auch weniger schlussendlich, oder? Da Ja, kommt es und ungefähr dort- aufs Gleiche, oder nicht? Nein, es ist mehr. Schon? Ja. Und es ist ein richtig kompliziertes Steuersystem. Darum habe ich gesagt, ich bleibe da in der Schweiz Ja. angemeldet, bei meinem Grossi. Habe ja auch meine Firma da angemeldet, also zahle ich meine Steuern Ja. da. Weil die Schweiz ist eigentlich, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, ziemlich ein Steuerparadies. Schon? Ja. Das hat mir eben letztes Mal auch einer gesagt, aber ich muss irgendwie 11 oder 12 K zahlen nächstes Jahr. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel mal Deutschland anschaust, fast Ja, musst du das 15%, weissen. fast die Hälfte drucken die ab. Gell? Und ich habe einfach gehört, Brasilien, ich habe mir Zum zwar schon Kotzen. überlegt, ob ich mich irgendwie zu Brasilien anmelde und dann habe ich ja keine Adresse, vielleicht Aber du willst schon irgendwo schaffe ich es, keine angemeldet Steuern sein. müssen zahlen, weißt du? Mal schauen, wenn Ja. ich einen Briefkasten habe, weißt du? Ja, aber du musst ja ein Konto haben, wo kommt das Geld drauf? Ja, ist halt Schweizer Konto. Aber wo gehst du im Amazonas einkaufen? Also im Amazonas, das sind meistens Selbstversorger, Mhm. ein grosser Teil. Mhm. Also ich habe einen Freund, der ist indigen, der Ja. geht jagen.
Also er geht Die gehen jagen. Nacht jagen, oder? Ja, die gehen jagen. Wir haben Ja, auch was? einen Stausee mit Fisch drin, wo wir regelmäßig fischen tun, zum Beispiel. Dann tun sie die Jungs treffen sich dann gehen die so 3 bis 7 Tage gehen die in den Dschungel rein und sind dann weg mit der Hängematte. Und dann gehen sie Ja, was? jagen. Und dann An der kommen sie Penis zurück. Ja. Und dann kommen sie zurück mit Gürteltier, Was? mit Kann man das Pakas. essen? Ja. Mit Gürteltier? Gürteltier ist mega fein. Sind das nicht die mit dem Panzer oben? Ja, drauf? Oder Hä? fein, ja. Schon? Und wie macht man das? Mit Krokodil, Pakas, dann Caipivaras essen sie zum Beispiel auch. Ah, was? Affen. Affen auch? Affen. Was für Affen? Ja, Aber nicht es ist- Silberrücken-Gorilla. Nein, um Gottes Willen, die sind aus Afrika. ja, okay. Ja, aber doch, also nicht alle Affen. Also es muss ja Fleisch was? dran sein. Aber ja, das ist bei den Indigenen ist krass im Fall. Ich habe im Fall das nicht so gewusst, dass das so krass ist. Dann hätte ich dich noch eher einladen. Checkst du? Ja. Was? Das ist ja verdammt krass. Und ihr esst das Zeug? Macht ihr einen Aff heute und so? Ja, Essen das Hirn und so? Einen gemacht? Aff habe ich jetzt noch nie gegessen, tatsächlich. Okay, aber ich jawohl. habe gegessen Krokodil. Ja, Haben wir das auch. gibt es da auch manchmal. Krokodil. Ja, gibt es ja in diesen australischen Restis Voll. und so. Krokodil ist auch fein, schmeckt wie Pule. Dann Gürteltier habe ich gegessen, ist auch mega fein. Und Mit was kann man das vergleichen? Hey, Gürteltier habe ich keinen Vergleich im Fall. Ist Und es- es ist nur im es Salzwasser rot-weiss gekocht. Fleisch? Nein, es ist so gräulich irgendwie. Gräulich? Ja, also es ist weder weiß noch rot. Es ist irgendwie so etwas zwischendrin. Ist Aber ganz kann man das- speziell. Kann man das zum Beispiel in Brasilien auch im Einkaufsding Nein. kaufen? Ah, nicht? Nein, also entweder halt Leute, die auf dem Land draussen leben. Meine Mami zum Beispiel kennt das auch noch, dass man halt Gürteltier isst, zum Beispiel Schon. in diesen Regionen, wo es die Tiere halt auch gibt, oder? Ja. Dann haben wir gegessen Schildkröten. Ja, okay. Die Ja, das sind gibt ja auch Schildkrötensuppen und so. Die ist Irgendwo in richtig fein, China das oder ist so. so speckig irgendwie, also Ja? richtig fleischig schmeckt es. Okay. Mega fleischig. Und sonst halt Hühner, wir haben eigene Hühner und dann heisst es halt einmal so, essen wir ein Huhn und dann... Ja. Nein, wir Hals Schweizer umdrehen fressen und- lieber da geschwellte mit ein bisschen Ja. Nackelkäse. Hast du irgendwie weg, dass du alles fressen, oder? Aber Insekten und so auch, oder was? Also Ameisen zum Beispiel. Schon. Ah, es ist einfach so. So grosse Ameisen. Also Ah, es, gibt grosse? einmal, es gibt einmal so eine Zeit, wo die Ameisen umeinander sind. Und dann tut man die einsammeln, auch mit den Kindern zusammen. Ja. Und dann entweder halt so essen oder dann tut man die wie rösten. Ja, krass. Ja, ist anders. Und es kommt Ja, halt das ist immer ein bisschen darauf an, wo dass man im Amazonas lebt. Ich meine, ich bin bei der Xananawa in der Nähe von Feijós, im Dorf Aldea Nova Vida, also Ja. Dorf vom neuen Leben. Und das ist von der Stadt ungefähr so 30 Minuten mit dem Boot entfernt. Das Ja. heisst, wir können in die Stadt fahren und dort kaufen wir Reis zum Beispiel, Ah, gewisse das- Gemüsesachen, die wir nicht anbauen. Ab und zu auch Fleisch, aber wenn, dann eigentlich nur Rindfleisch. Und alles andere haben wir dort aus dem Wald. Ja, okay, und mit Auch. welchem Geld kaufen ihr das? Also du hast ja, ich weiss ja, du kannst Ja. ja erklären, was du genau, wie du dein Geld verdienst, also wenn du willst. Ja, Musst natürlich. nicht, ja. Also ich mache Zeremonien. Ja. Zeremonien, Retreats, also an den Retreats mache ich ja auch Was Zeremonien. ist das Retreat? Retreat, das ist wie ein Event, wo man mehrere Tage hingeht. Also zum Beispiel Freitag Okay. bis Sonntag. Da Ja. jetzt in der Schweiz, meistens Freitag bis Sonntag machen wir Retreats. Dann habe ich auch Einzelzeremonien, die ich mache, also 1:1, für Leute, die nicht so gerne in Gruppen Sachen machen. Okay. Vor allem, wenn es halt auch um Heilung geht, um sich öffnen, ich muss mich höchstwahrscheinlich übergeben während dem Prozess und so weiter und so fort, oder? Da wird ja einiges angestoßen, wenn man mit so Medizinen in Berührung kommt. Ja. Aber ich mache das nicht nur da, ich komme ja mehrmals im Jahr dahin, so 1 bis 2 Mal im Jahr, mache dann meine Tour da in Deutschland und dann gehe ich wieder zurück auf Brasilien und im Amazonas machen wir auch Retreats. Aber die sind dann meistens eine Woche Minimum, weil niemand geht ja nur für ein Wochenende Ja. in Ja, Amazonas. meine Frau hat eben gesagt, Weg. sie interessiert das alles mega und so, aber sie hat gedacht, sie würde das besser finden, in der Natur machen, anstatt im Ursprung drin, von, ja, natürlich. irgendwo, Also wenn ich überhaupt. empfehle den Leuten halt schon auch, hey, wenn ihr könnt, kommt in den Amazonas. Aber man muss dann halt auch bedenken, es ist nicht jedermanns Sache. Erstens, du bist mitten im Urwald, du hast mit gewissen Viechern zu kämpfen, mit Schlangen, mit Spinnen, für Okay, Leute, die da eine eben. Phobie haben, mit Moskitos, also meine Beine Raubtier? sind komplett verstochen. Ja. Es sind schon extreme Zustände. Also da muss man schon auch damit klarkommen. Plus ist dann halt auch noch das Ding, es ist nicht gerade günstig, mal schnell auf
die andere Seite von diesem Planeten irgendwie zu reisen. Oder? Das ist, ich meine, von da aus... Morgen kommt mein Freund da an. Er ist losgereist am Sonntag. Was? Am Sonntag ist er losgereist, weil er hat zuerst am Sonntag, heute ist Dienstag. Ja. Gut, er ist am Sonntag ist er vom Dorf in die Stadt, dann musst du von Feijão auf Rio Branco, also Rio Branco, 7 Stunden durch den Amazonas, Straße voller Löcher, schüttet die richtig durch. Was? Dann kommst du in Rio Branco, ist er dann nachher eine Nacht übernachtet, der ist jetzt zwar gestern noch seinen Neffen besuchen und dann hat er jetzt, heute am 37, hat er den Flug genommen. Also bei ihnen 0:30 Uhr, also Mitternacht hat er den Flug genommen. Dann ist er angekommen, jetzt in Brasilien, muss er 12 Stunden warten auf den Anschluss. Das heisst, jetzt irgendwann, heute Abend fliegt er weiter auf Lissabon und von Lissabon auf Zürich und dann ist er morgen am Nachmittag da. Schönen Abend, kaputt. Also man reist im Fall zwischen 1 bis 2 Tagen ist man unterwegs. Ja, krass. Darum ist das halt auch noch so etwas. Und dann sind die Flüge auch relativ teuer. Ist ja nicht so, dass du schnell auf Rio de Janeiro fliegst. Nein, du fliegst dann noch von der Küste auf die andere Seite. Es ist ja fast in Peru schon. Ja, voll. Also es ist schon nicht um die Ecke, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und dementsprechend gibt es halt Leute, die sagen, ich kann nicht und darum bringen wir die Medizin auch dahin, weil wir halt wissen, wie viel Heilung das bringt, oder? Da haben wir auch Natur, aber ist das nicht das Gleiche, oder? Wenn man es da jetzt... Nein, weil man muss sich halt vorstellen, die Medizinen, also jede Medizin oder allgemein, es ist ja nicht nur das Zeug, das von dort kommt, jede Pflanze ist ja ein Lebewesen. Und wenn wir jetzt von der Spiritualität reden, ich meine, für viele klingt das vielleicht ein bisschen verrückt, aber Pflanzen haben ja auch einen Spirit. Oder? Und bei den Medizinen sagt man, die haben ja auch einen Spirit. Und zum Beispiel Ayahuasca hat einen weiblichen Spirit. Und das sagt man ja Großmutter Ayahuasca. Und wenn du die dort konsumierst, wo sie wächst und gedeiht, ist der Prozess natürlich schon anders, als wenn du sie von dort mitnimmst. Es verliert immer ein bisschen von der Essenz. Klar wirkt die Medizin trotzdem, vor allem im Zusammenhang mit der Arbeit, die auch die Indigenen machen, mit dem Gebet und allem, oder? Ja. Es ist ja nicht nur einfach, du trinkst Medizin, sondern du trinkst Medizin und das wird mit Gebet und der ganzen spirituellen Arbeit wird das ja auch begleitet. Aber es ist trotzdem anders, wenn man das da in der Schweiz macht oder in Deutschland, wo die Energie dann auch noch mal ein bisschen schwerer ist, finde ich, als wenn du dort einfach mitten im Amazonas sitzt. Aber was ist Ayahuasca genau? Ist das von der Liane oder was? Genau, also Ayahuasca ist ein Getränk, also ein Gebräu, sagt man, oder Tee, Chá, oder in Brasilien sagt man ein Chai, sagen sie da. Chai, Genau, und das wird aus 2 Pflanzen gekocht, und zwar hast du einmal Ayahuasca-Liane, wie sie nennen, also Banisteriopsis gapi heisst die Liane. Und dann hast du einmal Blätter drin von einer Pflanze, die heisst Chacruna. Ja. Und von einer anderen Pflanze? Von einer anderen Pflanze. Okay. Es sind 2 Pflanzen, sonst funktioniert es nicht. Bei Chacruna hat es DMT drin. Aber das ist ja Droge, oder? DMT ist hier in Europa illegal. Das DMT, ja. Okay. Aber das Ayahuasca wieder nicht. Das also, nicht. Darum sagt man, es ist so eine Grauzone. Eben, darfst du das mitnehmen da in dem Fall? Es ist eine Grauzone. Es ist so, niemand weiß so genau. So. Okay. Also wenn du verwünschst, also ich bin ja auch schon bei der Polizei gewesen. Ja, das ist auch schon alles vorgekommen. Aber es wird fallen gelassen. Okay. Es wird aber fallen wird die Blätter weggenommen dann, oder? Ja. Das schon? Das schon, das wird dann weggenommen. Es ist halt eine Grauzone, obwohl ja an dieser Substanz sehr stark geforscht wird. Universitätsspital, überall laufen Forschungen, auch zu Psilocybin, zu LSD, zu Ketamin und so weiter und so fort. Also, die wissen schon, dass man mit diesen Substanzen, also halt auch kognitiv gesehen, wenn man dann auf die Traumaebene geht und so, dass man da mega krasses Zeug machen kann, oder? Was halt Heilung von gewissen Erkrankungen oder Traumatisierungen etc. betrifft, oder? Also trinkst du das dann? Genau, das trinkt man. Und eben, im Chacruna ist DMT drin. Aber würdest du jetzt einfach DMT reinnehmen, passiert nicht viel, weil unser Körper produziert Monoaminoxidase, also MAO. Ja. Und das führt dazu, dass DMT direkt abgebaut wird. Weil unser eigener Körper produziert auch DMT. Das lässt uns zum Beispiel auch träumen in der Nacht etc. Das wird ja sehr stark, sagt man, ausgeschüttet, wenn wir auf die Welt kommen, damit wir Dimensionen wie durchschreiten können und runterkommen in die 3-dimensionale Ebene. Und wenn wir sterben, dass halt die Seele reisen kann in dem Moment, oder? Und
Darum haben wir halt die Monoaminoxidase, die das die ganze Zeit abbaut. Sonst wären wir ja die ganze Zeit irgendwie... Ja, sonst wären wir nicht da. Ja, sonst würde das ja nicht so ganz Wie wenn du funktionieren drauf im bist. Alltag. Ja, genau. Und dann kommt eben der Gegenspieler ins Spiel von der Liane. Ja. Und die Liane hat einen MAO-Hämmer drin, also einen Monoaminoxidase-Hämmer. Und das führt dazu, dass die Produktion von dieser Monoaminoxidase in unserem Körper gehemmt wird. Und dann wird das DMT nicht abgebaut. Und wie kann man das vergleichen mit hast du schon Drogen probiert? Gibt's, oder hast du früher Drogen probiert? Ja, so einiges. Okay. Ja. Oder Ja, doch. was? Okay. Also mit was könntest du es vergleichen? Ja, vergleichen. Also es geht halt in die Richtung Psychedelika. LSD, ne? Oder LSD ist schon viel krasser, viel optischer. Krasser? Ja. Vom optischen her ist Ecstasy? LSD... Ich finde, es ist ein bisschen vergleichbar mit Pilzli, Okay, das habe ich noch aber nie. trotzdem nicht so ganz. Weil man muss halt schon bedenken, dass ja der Spirit spielt da sehr stark mit. Und beim Ayahuasca kommt es dann halt, weißt, dann fängt die Medizin an zu wirken. Mhm. Und dir werden ja viele Sachen gezeigt, also es greift also quasi auf dein Unterbewusstsein zu. Ja. Du musst dir vorstellen, Menschen erleben Sachen in ihrem Leben, Traumata, schockierende Momente und der Körper sagt, hey, ich habe die Ressourcen nicht, um mit dem umzugehen. Was passiert? Es wird abgeschoben ins Unterbewusstsein. Und auf dem Unterbewusstsein liegt wie so ein Filter. So, und dann haben wir keinen Zugriff auf unser Unterbewusstsein, aber trotzdem stört uns das im täglichen Verhalten, Und mit dem Denken, schon. Mit dem ist das Reagieren. weg. Und wenn du halt Ayahuasca trinkst, dann fällt der Filter wie weg und dann kommen die Sachen rauf. Aha. Aus dem Unterbewusstsein. Aber auch nur Sachen, wo die Medizin weiss, du bist parat, um das zu sehen. Also wie Oder? wenn ich jetzt denke, oh nein, was bin ich für ein, ich bin eigentlich ein Riesenspast oder so, kommt nachher rauf. Oder wie meinst du das? Nein, Hast du ich kann dir ein Unterbewusstsein? Beispiel machen. Zum Beispiel, ich persönlich habe mein Leben lang immer gedacht, ich bin allein. Ja, Ich habe niemanden in meinem Leben. Ich bin okay. allein. Ich habe niemanden, ich habe keine Freunde, niemand Ja. in meiner Familie ist für mich da, ich bin einfach alleine. Und es war etwas, das ist ein tiefes Trauma, das ich hatte. Und dann trinke ich die Medizin und dann die Medizin führt mich zurück bis ins Babyalter. Sie hat mich durch alle Situationen geführt, wo mich glauben lassen, dass ich alleine bin. Erste Situation. Also wie geführt? Geführt. Du musst dir Erinnerungen? vorstellen, du trinkst die Medizin, du liegst an oder sitzt und es sind wie Träume, aber es ist, als würdest du das nochmal durchleben. Die werden die Sachen Schön. richtig gezeigt. Und ich habe das nochmal durchlebt. Ich bin ein Baby gewesen. Ich Im habe Schnelldurchlauf? Ja, also schnell durchlaufen. Also du musst dir auch vorstellen, wenn du das halt trinkst, es existiert keine Zeit mehr. Okay. Die Zeit ist relativ, das existiert nur da auf unserer dreidimensionalen Ebene. Und du hast das Gefühl, du bist wochenlang irgendwo unterwegs gewesen, obwohl du vielleicht 10 Minuten, 20, eine Stunde, 2 Stunden in diesem Prozess hineingelegen bist, oder? Also wie lange dauert das denn? Also wenn du es trinkst, das dauert so... Also es kommt immer ein bisschen darauf an. Es kommt auch darauf an, wie die Medizin gekocht worden ist. Aber grundsätzlich trinkst du einmal, dann bist du so 2-3 Stunden in diesem Prozess. Weil grundsätzlich kannst du 2 bis 3 Mal pro Nacht kannst du trinken. Es gibt nicht nur einmal trinken. Es gibt aber auch Leute, die trinken einmal und sind die ganze Nacht im Prozess. Aber braucht man nachher nicht beim zweiten Mal oder beim dritten Mal irgendwie wie mehr? Nein. Ah, das ist nicht wie bei einer Droge? Nein, das nicht. Okay. Das nicht. Aber eben, zum aufs Beispiel zurückkommen, einfach, dass man das ein bisschen besser verstehen kann. Ich habe dann durchlebt, ich war ein Baby, ich habe gebrüllt. Mein Vater ist schwerhörig. Er hört nichts. Ich habe gebrüllt. Mein Vater hat mich nicht gehört. Was habe ich das Gefühl bekommen? Ich bin allein. Ah, Das okay. ist schon das erste Trauma dort. Ja. Dann im Kindergarten, in der Kindergartenzeit habe ich, und das habe ich nicht mehr gewusst, die 2 Sachen habe ich nicht mehr gewusst. Ich bin im Kinski, fragt Mädchen, hey, willst du mit mir Baby spielen? Nein, mit dir wollen wir nicht spielen. Ausgeschlossen worden. Was habe ich das Gefühl bekommen? Ich bin allein. Dann Unterstufenzeit, ich habe mit einer abgemacht, ich gehe ins Schulhaus Wallenbach, Wetzikon, weiss ich ganz genau noch, sagt sie mir, ja, ich habe jetzt mit ihr abgemacht, kannst wieder heimgehen. Hat sie mich heimgeschickt. Was habe ich das Gefühl bekommen? Ich bin allein. Und das sind alles ganz tiefe Erlebnisse gewesen in meiner Kindheit, die mich glauben lassen, ich bin allein. Okay. Und das hat mir die Medizin gezeigt. Und dann am Ende bin ich so dort gelegen, gesessen und habe mich so umarmt. Und dann sagt mir die Medizin, sie so, Alessandra, alles, was du brauchst, hebst du gerade in deinen Armen. Hey, und dann habe ich so gecheckt, shit, ich bin gar nicht allein, weil ich habe mich.
oder? Voll. Und seitdem ist das Gefühl wie weg. Und ich finde halt auch nochmal wichtig zu erklären, wieso können so tiefe Traumata aufgearbeitet werden. Und das ist wissenschaftlich schon erwiesen. Und zwar, du trinkst Medizin. Oder sagen wir, du hast irgendein Traumata. Irgendwelche Verhaltensweisen. Und das ist halt, weil wir ja in unserem Hirn, kognitiv, haben wir ja Synapsen. Voll. Das heisst, irgendwo kommt ein Trigger und du gehst immer den gleichen Weg. Entweder du gehst etwas aus dem Weg, du rastest aus, du greifst zu Drogen, wirst gewalttätig, aber das sind halt die Synapsen, die sich in unserem Hirn gebildet haben. Ja, wenn du es wiederholst, wenn du etwas oft wiederholst, dann... Genau, und dann ist das, wie so muss sich vorstellen, wie so ganz tiefe Skispuren im Schnee. Das ist einfach drin. Und dann trinkt man Ayahuasca, sagt man, und dann kommt es wie schneien. Ja. Dann sind die Bahnen weg und dann machst du neue Synapsen. Also dein Hirn wird umstrukturiert. Okay. Also kognitiv passiert so viel in unserem Hirn, wenn wir die Medizin trinken. Und darum ist sie auch so wirksam. Also ich bin als Jugendliche, ich bin so ein Psychiater über Jahre hinweg. Hast Klar, du es auch hat mir, Medis? Genau. ja, er hat mir Schlafmedizin so Antidepressiva verschrieben, und so? Antidepressiva. Ich habe es einfach nie genommen. Ich habe gesagt, Ah, ich hast du gar nehme es, aber nein, ich habe es nicht genommen. Okay. Ich habe einfach gekifft und so. Das hat mir dann geholfen, dass ich schlafen konnte. So. Ja, voll. Ich habe dann halt Seitdem auch kann ich andere- nicht pennen, seit ich aufgehört habe. Ja, eben, ich habe dann einfach anderes Zeug gemacht. Aber die Medizin tut teilweise, das ist wie so eine Nacht ersetzt. Für mich persönlich Therapien von 10 Jahren, die mir nicht einmal geholfen haben. Wo ich einfach das Gefühl Ja. habe, gut, es ist jemand da und hört mir zu. Ist ja schön, wenn man mit jemandem reden kann. Aber wirklich das Problem an der Wurzel aufgelöst hat man nie. Ja. Und dann trinke ich Ayahuasca ein Wochenende und bin so, shit, Und dann ist alles okay. ist wie weg gewesen, Aber die gibt es nicht Sachen. Leute, die Horrortrips bekommen nachher von Ayahuasca? Gibt's auch. Und darum, schau, es ist keine Medizin, die für jede Person ist. Also, man Ich muss habe da- sogar gelesen, dass Leute sogar haben können sterben. Also Ja, also es gibt auch Kontraindikationen bei Ayahuasca. Todesfälle. Drum- Ja, ich glaube, es hat auch schon Todesfälle gegeben. Ich habe es halt in tatsächlich. ChatGPT gegeben, Aber was es ist halt, schau, an der Medizin selber stirbst du nicht. Du stirbst, weil du eine Krankheit hast, Ja. weil du eigentlich die Medizin nicht darfst trinken. Das heisst, du hast eine Kontraindikation, die nicht abgeklärt worden ist. Also ist ja Also zum eigentlich Beispiel irgendein Herz oder etwas. Herzerkrankungen, Epilepsie. Stell dir Ja. vor, du trinkst Ayahuasca und du übergibst dich ja meistens. Okay, ja. Dann stell dir vor, du hast einen epileptischen Anfall und in dem Moment musst du dich übergeben. Okay, ja. Gut nach, kannst du einpacken. Aber du hast noch nie Oder? einen gesehen, der daran gestorben ist? Nein. Mhm. Oder es gibt dann Medikamente, die man nicht einnehmen darf. Zum Beispiel, wenn jemand Antidepressiva einnimmt, darf man keine Ayahuasca Nein. trinken. Warum? Was ist das? Weil Antidepressiva hat ja einen Einfluss auf unsere Serotoninregulierung. Ja. Und Ayahuasca tut ja auch auf den Haushalt zugreifen und dann kann es sein, dass man einen Serotoninschock bekommt und Ja, stirbt. okay. Ah, sogar. Und darum muss man ja so krass aufpassen, bei wem dass man das macht, weil es gibt mittlerweile so viele Leute, die reisen in Amazonas, sind 1-2 Wochen im Amazonas und haben das Gefühl, ja, ich bin jetzt ein Page, ich bin jetzt ein Schaman und ich kann jetzt mit dieser Medizin arbeiten. Gell, was würdest du denn haften, oder was, wenn irgendetwas wird passieren? Nein, ich mache natürlich einen Haft, also Ah, machst du etwas? ja, ich schreibe immer, ich mache meine Formulare und die nehmen auf eigene Verantwortung teil. Und ich sage auch, es ersetzt keine medizinische, psychiatrische oder sonst irgendeine Behandlung Okay. in dieser Art und Weise, oder? Aber ich mache natürlich auch meine Arbeit richtig. Und zwar, ich tue mit jeder Person ein Vorgespräch führen. Ja. Sonst kommt die bei mir nicht in die Zeremonie. Die müssen mir so ein Amneseformular ausfüllen, wo sie wo sie alle alle die gesundheitlichen Geschichten mir aufführen müssen, ob sie Medikamente einnehmen, wo sie Kontraindikationen müssen ankreuzeln, falls sie irgendetwas davon haben. Also ich tue das alles richtig krass abklären. Oder? Ja, Und es gibt dann immer, ich hatte zum Beispiel heute ein Vorgespräch mit einer, Ja. dann sagt sie mir, hey Alessandra, es gibt mir gerade so ein gutes Gefühl, dass ich mit dir reden kann. Weil an den letzten 4 Zeremonien, wo ich war, hat niemand mit mir ein Vorgespräch geführt. Ja, einfach. Nicht. Einfach angemeldet, hat können den Ja, Team trink fertig. das eigentlich, schönen Abend. So. Genau. Kein Vorgespräch, kein Nachgespräch. Ich Ja. meine, ich biete auch an, hey, wenn ihr Hilfe braucht. 6, ob ihr einfach ein Gespräch braucht, jemand, der euch zulässt, weil ihr Ja. vielleicht im Umfeld niemanden habt, wo ihr über die Erfahrung reden könnt, weil amigs verurteilen die Leute, ja, hast du Drogen genommen, dies, das, keine Ahnung was, oder? Ja. Wenn sie jemanden brauchen, zum Reden, einen Rat brauchen oder einfach ein offenes Ohr
Die können sich jederzeit bei mir melden, weil das ist einfach wichtig, dass ja dann auch die Integration richtig läuft nach dem Ganzen. Weil die Arbeit, sagt man, fängt ja dann erst an, wenn du die Zeremonie hinter dir hast. Weil dann musst du das, was du gesehen hast und erlebt, musst du können in dein Leben integrieren. Es bringt ja nichts, wenn du Sachen siehst und dann schaust du wieder weg und sagst, komm, scheiß drauf. Kann man süchtig werden? Nein. Nicht? Ja. Also für dich wäre es ja gut, wenn wir es immer wieder holen. So voll die Junkies kommen jetzt nachher so im Kiefer. Ja, gut. Nein, von Ayahuasca kann man nicht süchtig werden. Nein. Und nachher gibt es eben etwas anderes, das mit dem Frosch, das Kambo, oder? Kambo. Was ist da der Unterschied? Kannst du dort mal etwas... Ja, also ein sehr signifikanter Unterschied ist ja, dass Kambo nicht psychoaktiv ist, wie Ayahuasca zum Beispiel. Ja. Oder? Das heisst, wenn man Kambo zu sich nimmt, ist man in jedem Moment präsent und da. Also man taucht nicht ab und hat Reisen, wo einem Sachen gezeigt werden etc. Sondern man ist da präsent. Es ist eine sehr körperliche Erfahrung. Und Kambo kommt von einem Frosch. Es ist keine Pflanze. Yeah. Kommt von einem Frosch. Philomedusa bicolor heisst der Frosch. Nimmst du denn so einen Frosch da an? Nein. Die produzieren das per Sekret nur produzieren, dort, wo sie leben. Also wenn du ihn einsperrst, produziert das Sekret nicht mehr. Von wo kommt das Sekret? Von ihm? Von der Haut. Und du tust das mit einem Messer? So genau, das tut man dann mit so einem, also entweder mit einem Messer oder mit so einem Holzstäbchen tut man das abschaben. Dann tut man das entweder auf einen Holzstick draufstreichen und trocknen. Ja. Oder was man auch machen kann, ist, man kann es wie zu Pulver verarbeiten und dann in so Fläschchen mitnehmen. Ich frage mich, wie hat das der Erste, wie ist einer auf die Idee gekommen, Frosch nehmen und ihn abschlecken? Weißt du, ganz früher? Also es gibt verschiedene Geschichten, wie auch bei Ayahuasca. Es gibt ja so viel. Je nachdem, wo du hingehst, ob Yawanawa, ob Shananawa, ob Honey Queen, ob Shipibos, ob Taitas von Kolumbien. Ja. Jeder hat eine andere Geschichte, oder? Ja. Aber bei Kambo, die Geschichte, die für mich persönlich am meisten Sinn macht, weil man sagt, dass Catuquinas das Sekret entdeckt haben. Was ist das, ein Stamm? Oder? Catuquina ist ein Stamm in Brasilien. Und zwar ist das ganze Dorf krank geworden. Irgendeine Infektionskrankheit, der Pagé, das sind die Medizinmänner und Frauen, also die höchstrangigen, alles versucht. Nichts hat geholfen. Und er war voll verzweifelt. Also mein Volk stirbt, wenn ich jetzt nichts mache. Und dann hat er Ayahuasca getrunken. Und hat die Medizin gefragt, was muss ich machen? Und die Medizin hat ihm den Frosch gezeigt. Sagt, hey, schau, da ist ein Frosch, der hat ein Sekret, so so findest du den Frosch. Man muss dem Ruf vom Frosch folgen. Die haben ganz einen speziellen Ruf. Haben die. So tust du es ernten, so tust du es anwenden und du wirst das ganze Volk heilen. Hey, dann ist er losgezogen in den Dschungel, hat den Frosch gefunden, geerntet, angewendet am Volk und das Volk ist geheilt worden. Ja, krass. Was macht denn der, wenn ich jetzt zum Beispiel den Frosch, das Sekret, das tut man, glaube ich, über den Arm, oder? Über den Arm, genau. Also man tut, man muss so, warte, ich habe da, sieht man es noch ein bisschen, man muss wie so Verbrennungen machen. Hast du erst gerade das gemacht? Oder? Ja, jetzt bin ich erst gerade dort und habe mal Kambo gemacht. Also wir haben ja auch ein Kambo-Retreat gegeben, wo Leute gekommen. Hey, und dann nimmst du wie so ein Stäbchen, machst es heiß und tust die Epidermis verbrennen. Also wirklich ganz, Was ganz ist das, kurz. Epidermis? Die Epidermis ist die oberste Hautschicht. Okay, ja. Oder? Und dann tust du es wie so wegreiben und dann hast du wie so eine Öffnung. Okay. Und dort kommt dann das Sekret drauf. Ja. Und sobald das Sekret drauf kommt, kommt es über die Öffnung auf der Haut ins Lymphsystem und verteilt sich im ganzen Körper. Und dann führt das zu einem Reinigungsprozess. Und was man als erstes spürt, ist so ein Druck im Kopf. Ja. Als würde er platzen. Schon, schlimm. Also schlimm ist es. Also so angenehm. Also am Anfang sagen die Leute noch, das ist voll angenehm, schön warm, wird dann so warm. Und dann tut sich das langsam verteilen, spürst du, wie es runtergeht, Richtung Brustraum, Richtung Bauchraum. Und dann kommt die Übelkeit. Ja. Und dann musst du zuerst trinken, 2 Liter Wasser. Ja, okay. Oder? Minimum 2 Liter Wasser. Im Dschungel trinkt man kein Suma. Das ist ein Getränk aus Maniok oder also Kochbananen oder man kann auch grünen Mais nehmen. Genau, trinkt man Flüssigkeit und dann kommt das raus. Das heisst, dann bist du so 20, 30, 40 Minuten in einem Reinigungsprozess, wo du dich übergibst. Es kann auch sein, dass du zitterst. Du musst immer wieder kotzen, oder? Ja. Ah, nicht nur einmal? Nein, das kommt dann mehrmals das raus. Okay. Währenddessen trinkt man am besten weiter. Also man trinkt eigentlich bis zu 3 Liter pro Prozess. Vorher 1,5 bis 2 Liter und währenddessen, sobald du dich übergibst, tust du weiter trinken. Ich habe wie ChatGPT, sorry, wenn ich unterbreche, mir das zeigt, ChatGPT immer, aber ich habe mich halt dort informiert, dass man kann, wie heisst das, anstatt Dehydrierung,
Das Umgekehrte. Dass dort Gefahr- Hypotrenamie. Dass Dass dort du- Gefahr ist, Ja, das ja, habe ja. ich nicht gecheckt, wieso, aber jetzt macht es ein bisschen Ja. Sinn. Da Kambo gibt es Todesfälle. Schon? Wegen Wasservergiftung. Wegen Wasservergiftung. Wegen Wasservergiftung, weil die Leute zu viel Wasser getrunken. Hat man dann auch Durst, oder was? Oder wieso sollte man, Nein, ich merke also- irgendwann, ich habe zu viel Wasser jetzt Nein, getrunken. es ist eher, dass das halt einfach nicht im Blick behalten wird. Dann sagt man den Leuten, trink weiter. Oder die Leute wissen einfach, ich muss viel trinken. Dann trinken sie 5 Liter Wasser. Und wenn du 5 Liter Wasser innerhalb von einer kurzen das ist Zeitraum viel, ja. trinkst, dann schwillt dir dein Hirn an. Okay. Dann stirbst du, wenn du keine Entwässerungstabletten hast. Dann ist es vorbei. Mhm. Dann ist das ist dann, und da hat es, glaube ich, in Deutschland hat's einen Todesfall gegeben. Schon. Wegen dem. Leider, einfach weil, und das ist halt auch so ein Ding, dort hat ich glaube, das ist so, in der Schweiz hat ein Taita, ein Kolumbianer hat eine Zeremonie gemacht, er hat irgendwie 20 Leute gehabt, 20 Leute auf einmal Kambo gegeben. Ja, das ist ist ja doch viel zu logisch, viel, hast du keine Übersicht, mehr. Ja, schon. Und dann hat einer zu viel Wasser getrunken und ist die zusammengekracht. Und dann ist halt auch so ein Ding, dann sagen alle, es ist an Kambo gestorben. An Kambo kannst du nicht sterben, wenn du keine Kontraindikation hast. Ja. Also Herzerkrankungen darfst du nicht behandeln, Epilepsie ist das Gleiche, darfst du nicht behandeln, Organtransplantationen darfst du nicht behandeln, wenn jemand gerade frische Operation hat, darfst du auch nicht behandeln, Schwangere darfst du nicht behandeln. Ja, okay. Also es gibt gewisse Kontraindikationen, die man einfach abklären muss, aber wie es das halt überall gibt es Menschen, die einfach nicht korrekt damit arbeiten. Mhm. Und dann heisst es, ja, die Medizin ist schlimm. Nein, der Mensch, der es anwendet und keine Ahnung hat, ist schlimm, aber nicht die Medizin an sich. Okay. Oder? Weil an Kambo wird auch geforscht. Es gibt in Amerika mehrere angemeldete Patente auf Kambo, Mhm. Okay. weil sie synthetisieren wollen, Ja. also patentieren, oder? Damit man Geld damit verdienen kann und weil man ja weiss, was für eine krasse Wirkung das hat. Es hat einen Wissenschaftler gegeben, der Vittorio Spamer hat er, glaube ich, geheißen. Der hat auch den Botenstoff Serotonin entdeckt. Okay. Sehr ein berühmter Chemiker, Physiker. Okay. Und er hat gesagt, dass Kambo eine mega spezielle Mischung, also ein Cocktail ist an bioaktiven Peptid und Neuropeptid. Peptide sind ja Bauketten von Aminosäuren. Ja. Unser menschlicher Körper besteht fast zu 100% aus Aminosäuren. Ja. Und er hat gemeint, wo wirklich eine ganz krasse heilende Wirkung haben auf den menschlichen Organismus. Ja. Weil viele sagen, ja, es ist ein Gift. Logisch, Kotzen ist, wenn du dich vergiftest. Aber es ist für uns Menschen Ja, kein eben, weil du Gift. musst kotzen halt. Das ist eine Reaktion vom Körper, dass er da irgendetwas muss ausscheiden. Ja, aber alle tun das mit einer Vergiftung assoziieren, obwohl es überhaupt nichts damit zu tun hat. Und ich meine, klar, für viele Tiere ist der Frosch giftig. Aber man muss wieder unterscheiden, Tier und Mensch sind unterschiedlich. Ich habe schwarze Schoki essen, ist für mich top, sogar gesund. Wenn mein Hund schwarze Schoki isst, dann ist es giftig und der verreckt sehr wahrscheinlich. Wenn ihr euren Hund umbringen Ja, darum muss man da immer ein bisschen differenzieren und schauen, ja gut, es ist zwar eine Substanz, aber wer nimmt die Substanz ein? Aber Oder? du tust dann nachher kotzen und wie geht es nachher weiter? Also es werden ja passiert dann? die Reinigungsprozesse werden ja also Also gibt es auch Leute, die nicht kotzen sehr selten. müssen? Okay. Sehr selten. Es gibt auch Leute, die aufs WC müssen, was über den Darm geht. Weil schau, Okay. die Medizin, man nennt ja sie man benennt sie als die Impfung vom Dschungel. Ja. Weil sie ja einerseits das Blut reinigen tut, das es tut neue rote und weiße Blutkörperchen produzieren. Es tut den pathogenen Keim abtöten. Es tut deine Hormone regulieren, nachweislich sogar. Es gibt Heilpraktiker, die das mit Bluttests nachgewiesen haben sogar. Ja. Das heisst, deine Hormone tut es regulieren und es tut deinen Magen-Darm reinigen. Also eben, entweder mit dem Übergeben, und viele müssen halt auch. Es gibt Leute, die sitzen nur auf dem Klo. Die ganze Also, Zeit. ja. Auch antiparasitäre Wirkung hat es. Und das weiss man halt auch, weil man darauf forschen tut. Es gibt eine Wissenschaft hinter Kambo. Ja. Oder? Weil in diesem Sekret hat es Peptid drin. Neuropeptid, wo auch neurologisch, also wo die Hirn-Blutschranken passieren tun und in unserem Hirn wirken. Und auch einfach normale Peptide und bioverfügbare Peptide. Das heisst, Peptide, die der Körper aufnehmen kann. Und die sind also in gewisse Gruppen aufgeteilt. Es gibt Phylokinin, es gibt Phylomedusin, es gibt gewisse Opiatpeptide drin, die sehr stark schmerzlindernd zum Beispiel wirken. Ja. Also es ist sehr interessant, was der Frosch da auf seiner Haut hat und vor allem, wie das in unserem menschlichen Organismus wirken tut. Weil es tut dann wie so
wie so Schlüssel, tut so Rezeptoren bei uns andocken und führen dann zu diesen Reinigungsprozess. Also Gallenblase leert sich zum Beispiel, man sagt, in der Gallenblase tun sich ganz viel Giftstoff ablagern. Voll, ja. Es tut die Leber anfangen reinigen, es tut die Nieren durchspülen. Und das ist halt so sehr interessant. Es hat auch Peptidine, die haben eine sehr starke antifungale Wirkung. Also man sieht dann auch an dem, wo die Leute erbrechen. Das ist super interessant. Ich habe auch auf Instagram ein paar Videos gemacht, wo ich das zeige. Ich habe ein bisschen geschaut, aber ich habe nicht alles. Es gibt die kotzen zum Beispiel auch einen Pilz aus. Candida albicans. Also wie ein Pilz. Wie kann man sich das vorstellen? Champignon. Nein, aber ich meine, wie sieht das aus? Nicht wie ein Champignon oder so, weißt du, so ein Steinpilz. Also ein Flügelpilz. Ja, aber wie sieht man, dass es ein Pilz ist? Das sind so weisse Flocken. Ich schicke dir nachher mal ein Video, das ich drauf habe auf dem Insta. Das sind weisse, also es sind eigentlich wie Wolken im Eimer, so richtig flockig und wo so wie Schimmel, so Fäden, ja, wo so Fäden ziehen, so richtig flockiges Zeug. Und ich sage dir ehrlich, 99% der Leute, die zu mir kommen, kotzen das aus. Okay, und nachher fühlt man sich viel besser, oder? Ja. Wie lange dauert denn das? Du kotzt und so weiter? Wie kann ich mir vorstellen? Zeit? Also es dauert so zwischen 20 bis 40 Minuten. Und ich bin nicht drauf oder so, ich bin wie jetzt. Du bist da, oder aber natürlich, klar, dir ist übel, es kann sein, dass es ein bisschen auf den Kreislauf geht, dass du ein bisschen schwindelig wird, dass du schwach wirst, dass du am liebsten wirst anliegen. Also es ist schon nicht, es ist anstrengend. Aber es ist nicht so, dass sich optisch etwas verändert oder dass man irgendwie nicht, wie soll ich sagen, dass man drauf ist davon. Wie viele haben immer kann man auch Überdosis haben? Ja, Überdosis. Also wenn man zu viel jetzt da also ich glaube, von allem kann man zu viel haben. Also wie eben Wasser kann man sich ja auch vergiften. Man kommt nicht aufs Körpergewicht drauf an von einem Menschen. Der muss jetzt ein bisschen mehr, der weniger. Also was ich immer mache, ist, ich brenne 5 Gates. Nein, sind 5 schon mal da. Das heisst aber nicht, dass die beleidigt werden. Ich setze dann einen Punkt. Ja. Und dann beobachte ich. Das ist der Kontrollpunkt. Und dort merkt man, wie reagiert die Person auf die Medizin. Und dann kann ich ganz schnell einschätzen, 3 Punkte. 3 Punkte sind immer das Minimum. Ja. Super, super selten. Sehr selten. Ich hatte das bis jetzt 2-mal gehabt und ich habe schon bestimmt über 1000 Leute behandelt. Locker. Ja, ich hatte 2-mal jemanden gehabt, die haben 1 Punkt gebraucht und die sind voll bedient mit diesem Punkt. Ja. Aber sonst sagst du Minimum 3, sonst 5, wenn sie lange nicht da sind. Und dann gibt es halt Leute, die dann mehrmals kommen, sagen wir, du kommst zu mir und machst es 2 bis 3 Mal. Und du hast beim ersten Mal, sagen wir, 5 Punkte. Dann musst du beim zweiten Mal mindestens 1 bis 2 Punkte mehr haben. Das heisst dann entweder 6 oder 7. Ja. Wenn es dann noch das dritte Mal kommt, 8 bis 9. Weil du baust eine kleine Resistenz halt auf. Eben, ja, dort ist es dann so. Nicht wie beim Ayahuasca. Nein, dort baust du eine kleine Resistenz auf, dann musst du dann schon ein bisschen mehr. Und dann merkst du schon mal, es dauert dann auch ein bisschen länger, bis sie sich übergeben, weil es dann ein bisschen länger braucht, bis es halt anfängt zu wirken im Körper, oder? Ja. Ja, genau. Und wie ist das bei Ayahuasca, zum wieder dort zurückkommen? Kann man dort auch, aber da kann man nicht mit Leuten, die gestorben sind oder so, Kontakt aufnehmen oder so, das nicht? Also schau, du musst dir vorstellen, wenn du Ayahuasca trinkst, es öffnet sich ein Portal in die spirituelle Welt. Und halt je nachdem, was für ein Trauma du mit dir trägst oder was für ein Thema du anschauen willst, haben wir teilweise Leute, die jemanden sehen, der gestorben ist, wo noch irgendetwas mitteilt, wo noch mitteilt werden. Aber auch nicht immer. Und es ist halt etwas, es ist halt so unvorhersehbar. Ich kann jetzt nicht jemandem sagen, der zu mir kommt und sagt, hey, der ist gestorben vor so vielen Monaten oder so vielen Jahren, das ist meine Intention. Ich kann nur sagen, hey, du kannst mit dieser Intention reingehen, aber ich kann dir nicht garantieren, dass sich irgendetwas zeigt. Okay. Oder? Aber es gibt schon die Erfahrungen, dass Leute Abschied nehmen können von Leuten, die dann halt auf einmal weg waren in ihrem Leben. Was denkst du, das wirst du auf dem Friedhof nehmen oder so? Gottes Willen. Blöde Frage, aber hat das schon mal jemand probiert? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, probiert jetzt nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir dort... Eventuell, haben wir gerade etwas Neues. Ja, aber das... So ein neues Format. Ja, keine Ahnung, ich weiss nicht. Du hast Ayahuasca irgendwie dort nehmen, wo wir gerade... Ich weiss nicht, keine Ahnung. Nein, also es wird halt schon eine Dimension aufgemacht, wo man Sachen wahrnimmt, die man sonst nicht wahrnimmt. Also wir wissen ja auch, dass wir... Ich meine, dunkle Materie, wie viel dunkle Materie gibt es? Also Sachen, die eigentlich da sind, die wir nicht wahrnehmen mit unserem bloßen Auge oder mit diesen Sinn, die wir zur Verfügung haben. Oder auch wie viel Prozent von unserem Hirn können wir nutzen? Genau, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht
nichts hören, keine Ohren hätten. Wir wissen ja gar nicht, dass es überhaupt Töne gibt oder Musik, aber es gibt es. Aber wir wissen es nicht, weil wir wissen es nur, weil wir durch, ja. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Züge, wo wir... Ja, also da gibt es einiges, wo wir uns gar nicht vorstellen können, dass es das gibt. Und das hat nichts mit Religion zu tun, die ganze... Nein, das ist halt einfach Spiritualität. Ja. Mit Religion hat das wenig... Also ich bin ja, was Religion an, also ich glaube auch an Gott und so, aber ich finde Religionen sind halt auch, ist zwar voll ein anderes Thema, aber ich glaube, die sind auch oft geschaffen worden zum Kontrollieren, zum Trennen auch, Menschheit trennen, weil ich glaube, die das alles erschaffen haben, wissen ganz genau, wie stark wir sind, wenn wir uns vereinen. Aber nein, es ist alles getrennt worden mit Ländergrenzen und Religionsgrenzen. Du glaubst das, ich glaube das. Nein, das stimmt, aber das stimmt. Und ich glaube, ja, weißt du, was ich sagen wollte damit. Also du gehörst keiner Religion an? Also nein, Religion nicht. Ich bin ja schon lange aus den Kirchen austreten. Ja. Also ich dachte, was soll ich denn Steuern zahlen? Brasilianer sind ja immer meistens Katholiken. Und so. Ja. Also ich glaube schon, ich glaube an Gott, ich glaube an einen Schöpfer, ich glaube, dass da irgendetwas ist, ganz sicher. Und eben mit dem Ayahuasca-Zeug und so hat man noch nie auch so etwas, dass man so mit Gott oder so Kontakt hat, so krass mitgeht. Es gibt schon auch Leute, die zum Beispiel Erfahrungen haben, wo sie sagen, sie haben Jesus gesehen. Ja, was? Oder irgend so eine Jesus-Energie wahrgenommen. Okay. Aber ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen... Klar, eher die Leute, die schon gläubig sind, oder? Ja, schon eher, die schon gläubig sind. Und ich glaube, das kommt mega darauf an, was für ein Mensch du halt auch bist. Oder? Ich habe jetzt nie so eine Erfahrung gehabt, tatsächlich. Ja. Aber es gibt schon Leute, die so... Und ich glaube, so Sachen gibt es ja auch. Also ich glaube, egal von welcher Religion wir reden, Buddhismus, Hinduismus, ich glaube, dass es die Götter wirklich gegeben hat. Und ich glaube auch, dass es Jesus gegeben hat. Ich glaube auch, dass Allah irgendwo existiert. So, ich glaube an das Ganze, aber halt einfach, was Kila halt zuschauig so macht, das ist, glaube ich, schon ein bisschen... Naja, sei dahingestellt, aber... Ja, okay, wenn es da kleine Kinder sind... Die Medizin, ja. Aber die Medizin an sich, man sagt ja, früher hat es auch etwas gegeben, das hat sich Naturreligion genannt. Ja. Und das war ja noch gewesen, bevor das ganze Kila-Zeug noch aufgekommen ist. Und ich meine, früher hat man ja auch Hexen, die auch mit Energien gearbeitet haben, mit Mondzyklen, mit Pflanzenmedizin und so weiter und so fort. Auch da, wir haben in Europa ein ganz krasses Hexentum früher. Also wenn du jetzt früher, vor ein paar hundert Jahren das gemacht hättest, wärst du als Hex verbrannt worden selbstständig? Ja, ich wäre verbrannt worden. Also du wärst eigentlich... Ja. Natürlich, und das ist ja das. Wir haben so viel Wissen gehabt, dann ist die Kirche gekommen und hat gesagt, das sind alles Hexen, die müssen wir jetzt verbrennen. Ja. Also das ist ja alles von der Kirche damals angetrieben worden. Ja. Und es hat ja riesige, wie sagt man, wie so Energieorte gegeben, an ganz krassen Energiepunkten mit so verschiedenen Naturstatuen und weiss ich was. Und dann ist die Kirche gekommen, hat das alles kaputt gemacht und hat dort ihre Kirchen errichtet. Mhm. Also du würdest du dich als Hex bezeichnen? Ja, also so verkehrt ist es gar nicht. Ja, ich schwöre. Die haben ja das, also du hast keinen Besen und so, oder? Nein, den Besen habe ich nicht. Ja, weil der Erik Weber war letztes Mal da, oder? Aha. Im Podcast. Und er hat nachher gesagt, Nahtoderfahrungen und so, ja, das gibt es gar nicht und so Zeug. Hat man auch dort, wenn jemand mal Nahtoderfahrung hat und so weiter und dann das nimmt. Meinst du, gibt es da irgendwelche... Ich habe jetzt da ehrlich gesagt keine Erfahrungen dazu. Also ich habe jetzt noch nie jemanden bei mir gehabt, der eine Nahtoderfahrung hat und dann die Medizin getrunken hat tatsächlich. Und dann wie das nochmal erleben kann oder so, oder noch krasser erleben kann oder so. Nicht, ja, zu dem habe ich jetzt leider keine. Der Erik sollte mal zu dir kommen, das machen. Erik, falls du das siehst, geh zu ihr, das wäre mega interessant. Mal in eine Zeremonie kommen. Dann kann er mal in Amazonas kommen. Ja, aber und hast du dann mal irgendjemanden gehabt, der wirklich paranoid geworden ist und wirklich fast durchgedreht ist? Nein. Weil ich bin einer, ich habe ja aufgehört zu kiffen und so, wegen, ich habe Panikattacken und so bekommen. So. Ja. Ich habe gemeint, ich komme Herzinfarkt über. Ich glaube, wenn ich das Ayahuasca-Zeug würde, es wäre mega interessant, aber ich wäre glaube einer, der denkt, ich komme Herzinfarkt nachher über. Ich habe immer so das Herz schlägt voll und so. Und braucht Luft. Ich denke, ich verrecke und so, das habe ich sehr oft gehabt, jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, wenn
ich das würde machen, wäre das genau so der Fall. Und das ist niemand Also anderes. wir haben jetzt zum Glück, also klar, wir haben jetzt auch schon im Amazonas zum Beispiel letztes Jahr haben wir jemanden gehabt, eine Junge, ich glaube die war 17, ist aber mit den Eltern gekommen. Ja, Die hat was? jetzt zum ersten Mal Ayahuasca getrunken. Und die Eltern haben gesagt, ja, kannst du. Ja, krass. Ist auch noch ihr kleinerer Bruder dabei gewesen, der war 15 gewesen, der hat auch getrunken. Au, ja. Hey, und sie hat Angst bekommen. So Schon? Angst gehabt. Und dann haben sie mich gerufen, Alessandra, ich musste übersetzen und so. Und wenn halt irgendjemand Also wieso hat sie Angst gehabt? Was ist das? Sie hat einfach Angst, sie hat es nicht Okay. können beschreiben. Sie sagt, ich Sie hat habe einfach Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Also wo Angst. sie es schon genommen hat? Wo sie es schon genommen hat, Okay. ja. Und dann musste ich halt dorthin und halt müssen übersetzen, weil die können ja kein Deutsch, oder? Ja. Und dann, ja, ich meine, vieles kannst du in diesem Moment nicht machen. Die Leute, es gibt einmal Leute, die haben ein bisschen Angst in ihrem Prozess, oder? Aber dann kommt Paget, oder? Wo das ja auch leitet und macht ihre Gebet und hilft, dass das wieder weggeht. Und darum ist das ja auch so wichtig. Man kann nicht einfach Ayahuasca trinken, sitzen und das Gefühl haben, es funktioniert. Nein. Oder in den Club gehen. Ja, weil du brauchst die Gebet, weil du musst dir überlegen, Ayahuasca wirkt im Körper, macht Arbeit, aber das Gebet sagt der Medizin, wo sie hin müssen. Ja. Es gibt Gebete, die Kraft rufen, dass es stärker wird. Es gibt Gebete, die Kraft runterbringen, damit sie wieder ein bisschen weggeht. Es gibt Gebete, die ganz gezielt der Medizin sagen, was sie machen muss. Und wenn halt irgendjemand Hilfe braucht, Hand heben, oder man merkt das dann vielleicht Ja. auch, und dann geht man zu dieser Person und hilft dieser Person durch den Part von diesem Prozess durchkommen. Okay. Oder? Also Ja, die aber dann darf werden es nicht viel sein, sonst ist es ja schwierig. ja, also die werden ja eng da begleitet. Es ist nicht einfach so, du trinkst dann, ja, schau selber, wir sehen das dann morgen dann wieder. Aber gibt es nicht Leute, die das missbrauchen? Auch, wo das Doch. Hey, als ich bin in Party ist Peru nicht wie Partydrogen. Hey, ich nachher. bin in Peru gewesen, gell? In Iquitos und in Pucallpa. Die kannst du ja Ayahuasca einfach auf der Straße kaufen. Okay. Da gibt es Leute, die kaufen das. Aber und ist das nicht und- irgendwie wie gestreckt oder wie bei anderen Drogen, wo es dann falsch Hey, das weiß ich im Fall nicht. Aber ich glaube, die Pflanze wächst genug. Es ist Sie jetzt wächst nicht überall. etwas, wo fehlt. Ja. Weißt? Und da gibt es einfach Leute, die Ayahuasca einfach trinken am helllichten Tag. Es wäre ein Bier oder Schon? so. Ja, so Leute gibt es schon auch. Ah, krass. Ja. Das ist gibt's dann nicht wie schon so auch. Also, Fentanyl-Junkies und so, ich glaube, im die Fall- so Fentanyl-Pause machen. Nein, die sehen dann zwar auch ein bisschen kaputt. Also ich glaube, die mischen das dann auch mit Alkohol und so Zeug, weißt Bei du? welchem ist das? Ich habe eben dann gesehen, so, sie sieht mega komisch aus. Ich habe dann von dir gesehen, wie das Gesicht ist so runtergegangen. Ich so, Und nachher hast du wieder jünger ausgesehen, nachher hast du wieder, weißt du, bei welchem ist das, wo das Gesicht so beim runter Kambo, beim das Frosch? ist, Das ist vom Frosch. ja, weil es hat ein Peptid im Sekret, das führt dazu zu einer Vasodilatation, sagt man, glaube. Das heisst, Gefäße tun sich kurzzeitig erweitern. Und dann kommt Flüssigkeit an Ort, wo sie sonst nicht ankommt. Und Nicht nur im dementsprechend- Gesicht, auch an anderen Orten. Nein, aber es ist hauptsächlich im Gesicht. Also teilweise es gibt auch Leute, die mit den Fingern den Namen, wo man so den Finger spüren. Darum ist es auch so wichtig, dass man Schmuck und alles ausziehen tut. Oder auch wenn man Piercing und so hat, zum Beispiel, wo deine Lippen schwillt an. Das passiert ja bei Allergie. Ich bin zweimal im Notfall gelandet wegen Aspirin. Und dann habe ich auch so Hände bekommen. Mein Ja, Maul war ja. irgendwo da vorne, aber so viel ist nicht mehr. Ja, genau. Und ich meine, meistens fließt es entweder während dem Prozess wieder ab und zu spätestens 2-3 Stunden. Sieht man Das wieder- bleibt nachher dann nicht ein paar sieht man Tage wieder- oder so? Nein, da sieht man wieder ganz normal Okay. aus. Genau, das ist einfach wegen einem Peptid im Sekret. Und es gibt dann halt auch Leute, die Ja. kotzen und dann hängen sie so über dem Eimer. Und das begünstigt das Ganze natürlich noch, dass es dann halt noch mehr so ein bisschen ins Gesicht hineinfließt. Ja. Genau. Ja, Aber- sieht man ein bisschen wie ein Frosch aus. Ja, genau, es passt. Man verwandelt sich. Ich hatte jetzt eben meine Ja, ja, Tochter genau. mit mir geschaut. Sie sich so, sie verwandelt, sie hat mega Angst vor Verwandeln und so. Sie verwandelt sich in einen Frosch und so. Und sie hat noch gefragt, ob der Frosch, das nicht weh macht, dem Frosch, wenn man das Nein. wegschafft. Nein, das tut ihm nicht weh. Also man geht wirklich sehr behutsam mit dem Frosch Okay. um. Und der macht so einen ganz speziellen Laut. Ja. Und dann weißt du, wo der Wie, ist. also und Quaken von einem Frosch. ja, so einen oder? Quark, so einen Okay. speziellen Quark. Und die machen das ja auch nur, wenn es regnen kommt. Dann weißt du, Aha. es kommt regnen. Ja, das ist mega Im Amazonas interessant. regnet es noch oft, oder? Ja, dort regnet es oft. Ja. Und dann gibt es aber auch Gebete, wo die Indigenen singen, um den runterzurufen. Schon. Oder? Dann kommen die. Oder du holst ihn halt mit einem Stock runter. Ja, du musst mit einem Stock gehen, dort dann halt an den Ort, wo der Frosch sitzt. Und dann meistens kommt er dann irgendwie über den Stock und dann holst du ihn runter. Ja. Dann nimmst du ihn auf die Hand und dann tust du das ganz easy das abschaben. Es gibt halt Stämme, die den Frosch aufhängen tun. So anbinden. John Am Nava Bein, macht- oder? Ja, an den Beinen. Okay. So wie aufspannen. Es sieht ein bisschen brutal aus. John Nava sagt, sie machen das nicht.
Ja, es gibt ja Franzosen fressen sie ja sogar frisch. Also das isst man nicht frisch. Nein, Yeah. nicht. Mittlerweile nicht. Ich glaube, früher haben sie das schon eher noch Ja, gemacht, okay. aber es ist wie nicht mehr nötig, die frisch zu essen. Ja. Aber auf jeden Fall wird das dann ganz behutsam abgeschabt und dann wird er wieder, sobald man das gemacht hat, wird er wieder freigelassen in die Natur. Ja. Also es ist dann sehr wichtig, dass man gut mit diesen Tieren umgeht, weil sie glauben auch daran, dass wenn sie dem Tier Schaden zufügen, dann wird ihnen auch Schaden zugefügt, wenn Ja. sie die Medizin nutzen. Ja. Oder? Aber du sagst ja immer, Gebet machen sie, aber dann ist es ja trotzdem irgendetwas Religiöses, oder nicht? Nein, weil Gebete sind ja, was- es hat ja nicht immer nur mit der Religion zu tun. Okay, Ich meine, ja, Gebete komm, sind ganz halt, drauf. ich meine, mit Gebet tust du ja halt einfach etwas energetisch beeinflussen, Mhm. oder? Und darum wird das angewendet. Ja. Klar, ich meine jetzt Brasilianer sind meistens Katholiken, auch dort, aber die sind auch recht, ich glaube, katholisch. sind Ja, die. es sind mega viele. Aber das hat dann miteinander eigentlich nichts zu tun, weil die Pflanzenmedizin ist dann auch die Pflanzenmedizin. Und ich meine, die Gebete, die sie sprechen, die ist ja auch ihre indigene Sprache. Wir verstehen das nicht. Ja, Das verstehen nur sie. und du auch, oder? Also ja, Jetzt, mittlerweile. Langsam. irgendwann dann. Es ist gar nicht so einfach, die Sprache zu lernen. Ja. Ah, du bist noch Ja. dran, oder was? Ja, Ah, du lernst ist, es aber einfach mit ihnen. Ja, reden? mit ihnen so, weil sie reden ja Portugiesisch. Ich rede mit ihnen Ah, Portugiesisch und es gibt schon gewisse Sachen, die ich langsam lerne. Aber wie sieht deine Wohnung dort aus zum Beispiel? Was hast du im Fernsehen dort? Hast du Strom überhaupt? Ja. Wir haben Ah, du hast Also, Strom? es Immer noch ist einfach ein Holzhaus. Ein Haus aus Holz, oder? Und wir haben eine eigene Wasserversorgung. Also wir zahlen kein Wasser. Ja. Das heisst, wir haben 2 Tanks auf dem Haus oben. Ein Tank ist Regenwasser und der andere Tank ist Wasser, das aus dem Boden gepumpt wird. Ja. Dann musst du aber auch immer wieder schauen, dass du die auffüllst. Wenn es kein Regenwasser mehr hat, musst du das Register umschalten, dass dann aber wieder Regenwasser aufgepumpt wird vom Boden. Amix bist du am Duschen und merkst so, oh, kein Wasser Also mehr. hast du warmes Wasser zum Duschen? Nein. Ah, immer mit kaltem Wasser Ja, duschen? ist kaltes Wasser. Eiskalt, oder? Nein, so normal. Einfach so. Teilweise wird es dort so heiß tagsüber, Ah. dass das Wasser dann wieder warm ist. Wenn du am sogar. Nachmittag zum Beispiel duschen gehst. Und hat man WC dort? Normales WC. Ja, hat man. Genau, Ja, aber das normales Kläranlagensystem WC. dort, oder was? Komm nicht. Du, das habe ich mich auch schon Amazonas. gefragt, wo das hingeht. Ich habe keinen Plan, wo das landet. Aha, irgendwo landet es Ich wieder. weiss nicht, wo das landet, aber es sind normale WCs, normale Küche, Gasherd und so. haben Strom, wir. hast du ja Strom? Du hast ein Strom. Handy, oder? Du musst ja Also Strom haben sie gezogen vom, also haben sie aber noch nicht so lange tatsächlich. Jetzt sind Ja. sie noch nicht so lange. Da ist mir irgendwann mal ein Bärli vorbei, das das für sie geregelt bekommen Ja. hat, dass sie von der Stadt Strom bekommen. Aber mein Freund hat mittlerweile Solarzellen gekauft. Ja, okay. Genau. Und tut jetzt mit Aber Solar. er schafft dann auch. Wie hat er Geld? Er schafft halt, er macht halt auch, er schafft mit der Medizin, halt auch, wenn wir Ja. die Leute hier bringen. Ach so, die Oder? kommen dort hin, die von der Ortschaft sind, oder? Genau, von Ja. der Ortschaft oder halt auch Touristen. Okay. Oder? Ich rufe ja auch regelmäßig, gibt es Events, ob es jetzt kulturelle Erlebnisse sind, wo man zum Beispiel einerseits die Aya-Zeremonie hat, Kambo-Zeremonie, aber auch die traditionellen Spiele. Die machen immer so Spiele untereinander. Ja. Mega cooles Zeug machen, das traditionelle Bemalung, Dschungelwanderung etc. Halt so Sachen. Ja. Oder dann haben wir eben auch Angebote, wo jetzt zum Beispiel Kambo Retreat, wo du einfach den Tiger Kambo machst. Ja. Aber das ist dann zum Beispiel, wenn man die Retreats macht, Kambo Retreat und Aya Retreat, dann ist das bei ihnen auf dem Familienzentrum. Das ist ganz ursprünglich. Ja. Das heisst, du hast eine Holzunterkunft, wo du dein Zelt mitnimmst oder deine Hängematte spannst. Ja. Und dann schlafst du so. WC ist ein Loch im Boden. Du bist nicht voller Viecher nachher mit Mucken und so, wenn du draussen pennst. Doch. Es ist auch Spinnen, Vogelspinnen. Ja, okay, teilweise. Spinnen bin ich jetzt, aber weißt du, Mucke, die stecht die ganze Ja, Zeit. natürlich. Wie willst du Das ist- pennen? Ja, nein, also wenn du ja im Zelt drin bist, geht das. Dann, wenn Ja, du muss eine jetzt Hängematte hast, kannst du zum Beispiel auch ein Moskitonetz mitnehmen und drüber hängen. Mhm. Oder es gibt auch die Hängematten, die sowieso schon ein Moskitonetz integriert haben, weißt? Ja. Das geht dann schon. Aber auch tagsüber, du hast ja 24/7 irgendwelche Viecher, die dich stechen. Eben, musst du nicht irgendeine Impfung machen, wenn du dort hingehst oder so. Nein, du musst dich einfach Zähne beißen. Nachher kommst du noch irgendwelche, keine Ahnung, aber ich weiss doch nicht, was ist das amigs, was es gibt. Also Malaria gibt es Ja, dort genau, nicht. so Zeug halt. Dort gibt es keine Malaria, zum Glück. Ja, Dengue zum Beispiel gibt es. ja genau. Das, Dengue das gibt es, aber Fieber. Dengue gibt es ja auch in Brasilien, wo meine Mami wohnt, in Recife Ja. gibt es auch Dengue. Also das ist ja... Ich bin eben Das ist einer, schon ich Pech gehe in die einfach. Ferien, ich habe alles. Jedes Mal habe ich irgendeinen Scheissdreck. Jedes Mal. Ich bin einmal fast Ja. verreckt sogar. Wirklich? Wegen so E. coli-Bakterien. Ja, sie haben irgendwie gemessen in Tunesien jetzt so Fäkalbakterien oder so gehabt. Ich habe bis Herzmuskelentzündung und alles, weil sie haben nachher gemeint,
weil ich einmal Panikattacken hatte. Aha. Haben sie gemeint, ja, ich bin nicht ganz normal, haben mich einen Tag in die Psychiatrie gesteckt. Nicht im Haben sie dort pennen. Und dann haben sie mir eine Stuhlprobe genommen, weil der Psychiater hat mir gesagt, hey, bist du blöd, wieso hast du keine Stuhlprobe gemacht? Ich so, ja, die meinen, ich bin psychisch krank. Und dann habe ich sie abgegeben, dann haben sie gefunden, so irgendein E. coli-Stamm, so ein mega komischer und nochmal Bakterius, irgendein Scheissdreck. nein. Da habe ich Antibiotika genommen und dann ist plötzlich, weil ich bei 2 Stegen drin nicht laufen, weißt du? Voll Herzrasen gehabt. Ui, krass. Ah ja. Jedes Mal, letztes Mal in Palermo, voll Durchfall auf dem Kreuzfahrtschiff. Scheiße, Ja, musst fast mal verreckt. Combo machen, du Ja, wenn ich das dort Immunsystem hingehe. ein bisschen stärken. Ja, ich habe das mal gesehen mit Darmparasitenzeug. Hast du mal bei mir etwas? Ja, hast du mal einen Kommentar ja, bei so mir? eine Kur, das gibt es ja auch. Ja. Weil wir haben letzte Woche lustig, so 2 Italiener. Der Pietro, der kleine Italiener, kennst du, oder? Der Lombardi oder was? Nein, der Pietro, wo immer eine Smile-Versicherung-Werbung kommt, wenn du YouTube machst und so ein kleiner. Keine Im Schnauz. Ahnung. Auf jeden Fall, die haben mir gesagt, ja, die Demeter und einen Knobel in den Arsch hineinschieben, dann kommen die Würmer raus, Parasiten, das macht man in Sizilien. Mega geht's. So ein Scheiß. Ja, aber stimmt im Fall schon. Schon, also wenn ich mir jetzt einen Knobelzeh in drücke, Kann sie, muss nicht. schau her, schon was Knobel kaufen nachher. Kann, ja, schönes Zäpfchen halt, gell? Nein, wirklich. Also, Nein, also ich meine, ich biete ja auch so eine Parasitenkur das bietet ihr ja nicht an mit Knobel. Ich meine, ich mache das ein bisschen anders. Ich habe so ein Parasitenprotokoll, ich habe so ein E-Book geschrieben über Parasiten. Ich habe ein bisschen geschaut, aber ich habe nicht das E-Book gelesen, aber ich habe mich informiert. Genau, und dort habe ich halt weil es braucht das Konzept, um die Viecher loszuwerden. Die sind so intelligent, da kannst du nicht einfach, wenn es gibt Leute, die sagen, ja, ein bisschen Papaya-Kerne essen, Bullshit. Genau, ja, das du haben wirst die meine nicht Brüder los. Du kannst gesagt, vergessen, dass du die loswirst. Du brauchst Du kannst nicht etwas... Papaya-Kerne fressen Nein, nachher. es hilft vielleicht ein bisschen, aber nachhaltig loswerden, ganzheitlich, nein. Da brauchst du wirklich ein Protokoll, das du befolgst. Und ich habe halt mein ganzes Wissen da drin da, mit allen Pflanzen, die antiparasitär wirken, weil du musst etwas haben, das die Parasiten abtötet. Woher weiss ich, dass ich überhaupt Parasiten habe? Muss ich eine Stuhlprobe abgeben irgendwo? Nein, Stuhlprobe bringt nichts, weil Aber meistens dann sieht man es lösen nicht, diese sich Stuhl- Nein, weil das Problem ist, die Viecher lösen sich meistens innerhalb von 12 Minuten auf. Okay, aha. Und die Stuhlprobe wird jetzt erstmal Hat zwischengelagert. es ja nicht so irgendeine irgendwo Flüssigkeit angeschickt. drin in diesen Teils, wo man die Stuhlprobe rein Das tut? kannst du vergessen. Darum meistens heisst es, alles gut, sie haben keine Parasiten. Jeder hat Parasiten. Es ist normal, dass wir Parasiten haben. Das ist ja allgegenwärtig, sind die Viecher. Egal ob auf tierischen Lebensmitteln, ob auf irgendwelchen Gemüse. Es ist normal. Das sind Ja. Mikroorganismen, die einfach allgegenwärtig sind. Es ist normal und darum ist es einfach wichtig, dass man sich immer wieder einmal davor einigt. Ich meine, sorry, wenn du einen Hund hast Ja, habe ich. oder eine Katze, alle 3 bis 6 Monate bekommst du ein SMS vom Tierarzt, bitte holen Sie Entwurmungstabletten. Ja, deine haben wir schon Haustiere lange tust du nicht gemacht, entwurmen, aber uns sollte man nicht entwurmen. So, Ja, wie kann man uns entwurmen? Gibt es nicht Entwurmungstabletten für uns? Nein, hör auf, also es gibt ja von den Ärzten schon Sachen, aber das Zeug, du musst dir halt überlegen, das tötet den Würmer ab, aber es tötet auch alles andere ab. Wie Antibiotika. Es tut dir die schlechten Bakterien töten, aber auch die guten Bakterien. Und dann ist das ganze Mikrobiom im Arsch und das Mikrobiom macht einen grossen Teil von unserem Immunsystem aus. Wortwörtlich, oder? Ja. Und dann hast du wieder Nebenwirkungen, bist am Arsch, blöd gesagt. Und wenn dein Mikrobiom einmal zerstört ist, du bringst es nie mehr so an, wie es vorher war. Klar, du kannst es wieder aufbauen, aber es dauert Jahre. Es dauert Jahre, Ja. bis du dir die Bakterien wieder zuführst und dein Mikrobiom wieder normal wachsen kann, dass es ein normales Milieu wieder hat. Ich weiss noch, als Kind, wir haben immer mit einem Kollegen und meinem Bruder, wo wir wirklich klein waren, wie ich alles ins Mund genommen Erde und alles. Dann haben wir immer so auf dem WC, jetzt alles Würmer in der Scheiße gehabt. Ja. Wir haben nachher Angst gehabt, um aufs WC zu schiessen, wochenlang nicht schiessen. Wegen der Würmer. Also, als wir klein waren, hey, das war voller Würmer. Ja, aber es Die ist auch Huren normal also irgendwo. hure schlimm gewesen. Aber das sind nicht Parasiten dann, oder? Das ist Ja, doch. Ein Parasit ist eigentlich nichts anderes als ein Lebewesen, das in dir lebt und sich von dir ernährt. und wie könnte ich Ja. jetzt wissen, ich bin Also, ständig schau, es müde. Und Es gibt so gewisse Müdigkeit, weil die dir ja Nährstoffe und so wegessen. Das heisst, Ja. du bekommst dann Vitaminmangel, Nährstoffmangel. Dann Brain Fog, dass du so benebelt bist, irgendwie nicht klar weil ich, denken warte, sorry, kannst. wenn ich dich unterbreche, weil ich habe all die Sachen, die du dort, da hast du ja dort irgendwo aufgeschrieben, was Dings Ja. sind. Ja, eigentlich passt alles. Ja, also Ich habe eigentlich siehst du. praktisch alles. Also du bist bei Brain Fog, Brain bei Fog, dann Müdigkeit. Müdigkeit, dann Heißhunger auf Süßes. Ja, okay, das geht. Heißhunger auf Süßes. Also so krankhaft. Also Ah, okay, so ja, nein, das wie nicht. gestört Ja. ist. Ich muss jetzt etwas Süßes essen. Ah, okay. Das sind eigentlich so die 3 Hauptanzeichen Ja. bei dem.
Und klar auch Durchfall, Blähungen, Verdauungsprobleme im Allgemeinen. Genau, und dann gibt es halt so ein Protokoll. Also ich habe halt dann einfach mein Wissen da rein getan, weil du musst etwas haben, das den Parasit erstmal tötet. Und dann musst du halt ein Bindemittel haben, weil wenn der Parasit stirbt, platzt der auf. Und Parasiten ernähren sich auch von Schadstoffen und auch von Schwermetallen etc. Dann platzt der auf, wenn du nichts hast, wo das bindet und aus dem Körper raus transportiert, schwirrt das wieder in deinem System umeinander, hast du eine Rückvergiftung. Heilerde tut das doch binden. Heilerde, Zeolit, Flohsamenschale, Chia. Ja, voll. Ich empfehle Das immer Zeug ein nehme ich gutes Zeolit. So. Was ist Zeolit? Zeolit ist ein Mineral. Okay. Genau. Und wo kann man das kaufen? Ich habe dort zum Beispiel auch einen Link drin. Bei dir? Ja, also bei mir, bei einer Firma, wo ich mit der zusammen arbeite. Oder? Und Aber dann, nicht im Migros oder so, finde ich das. Ja, ich meine, bei irgendeinem Produkt, wie Also irgendwie ich bei weiss- Haferflocken oder weiss Nein, ich aber nicht, ich glaube, wenn Produkt, du wo jetzt das zum drin Beispiel, hat. kennst du Nature First Apotheke? Nature First, Die gibt nein, es in aber Zürich die zum Beispiel. Ja, Und in ja. Winter gibt es die auch. Ich glaube, Das die ist ja haben viel so Sinn. Zeug wieder im Sortiment. Die ist halt so eine Naturapotheke. Gell? Aber so, ja, okay. Genau, aber eben im E-Book dann tue ich den ganzen Prozess halt zu erklären, was du musst reinnehmen musst. Dann solltest du aber etwas rein, das dein Immunsystem ein bisschen stärker tut, Ja. weil es zieht richtig an der Energie, wenn du so eine Kur machst. Weil die Viecher wollen ja, dass du abbrichst. Die tun ja an dein Immunsystem, also an dein Nervensystem andocken und dein Verhalten steuern. Dass du denkst, ich höre auf, nein, scheiß drauf, komm, ich mache nächstes Mal. Wie heisst die? Weißt du, die wollen einfach alles machen, dass du aufhörst mit dem Shit, oder? Ja. Und dann sollst du halt auch noch von unten arbeiten. Und dann kommt der Knobli-Einlauf ins Spiel. Weil du musst Knobli ohne, ja. Nein, es ist ein Einlauf. Du nimmst Wasser, so 1,5 Liter Wasser, tust Ja. einen Knobli rein, tust das mixen, Ja. dann sieben. Also ein ganzer Knobli oder ein Knobli Nein, zäh? einfach ein Zehen. Okay. Ein ganzer Knobli. Oh Gott, nein, das wäre ein bisschen krass. Shit. Ja, okay. Und dann musst du halt ein Einlaufgerät haben und dann lässt du das rein, wartest ein Hinten rein? Gibt es Geräte, wo du etwas Ja, kannst- jetzt gibt Und dann Einlaufgerät. lässt du den Knobli hin. Die haben ja in dem Fall recht. Minge, wie Ragione. Warte, sorry, ich muss mit ihm das schnell, ich muss ihm das dann zeigen. Okay. Ja, weil die haben das gesagt und wir haben gelacht, Tränen. Nein, aber das ist halt Also- schon, weil Knobli ist ja sehr stark antiparasitär. Und was auch wichtig ist zu dieser Zeit, du musst immer schauen, wann mache ich eine Parasitenkur. Man sagt ja, einen Tag vor Vollmond zu starten, weil zu Vollmond sind die Viecher am aktivsten und sich fortpflanzen. Dann nimmst du die Eier auch gerade mit. Und dann solltest du das 3 Tage am Stück machen. Und dann musst du währenddessen schauen, du darfst kein Zucker essen und auch kein Kohlenhydrat. Weil sonst tust du die Viecher füttern und dann tust du sie wieder stärken. Und das kann dazu führen, dass sie überleben. Und kannst du das dann anstellen? Wenn ich jetzt Parasiten habe, dann hat meine ganze Familie eigentlich Parasiten. Ne? Ja, nicht zwingend. Nicht zwingend. Es kommt ja, meistens nimmst du Parasiten ein durch Lebensmittel, Ja. durch rohes Fleisch zum Beispiel auch, Ja, oder schön, durch ja. Gemüse, das nicht genug gewaschen ist. Oder Sushi auch, oder? ja, Sushi. So, wenn Sushi ist, ist Isst ist kein Sushi? ich nein. Roher Ja, Fisch. ich sehe amigs die Videos, wo ich Nein. wie so Parasiten rauskommen aus dem Sushi. Also Nein, ich einfach auf Horror. TikTok Um gesehen, aber ich esse Gottes gerne Willen. Sushi und so. Nein, also ich liebe Fisch. Fisch habe ich gerne, aber nur richtig durch. Roh, Okay. nein. Das kann ich nicht essen. Und durch blutiges Fleisch isst Und- du auch nicht, oder? Nein, nur wenn es durch ist. Okay. Und man sagt ja auch, wenn du Haustier hast. Haustier hast, hast du sowieso Parasiten. Dann habe ich sowieso Parasiten. Sowieso. Ich verstehe nicht die Leute, die ihren Hund auf den Maul abschlecken. Ja, das ist... Also die einen tun wirklich also richtig sich abschlecken lassen beim Maul. Ja. Ich lasse mich auch abschlecken vom Hund, aber nicht im Maul. Nicht am Maul, ja. Ja, das ist schon ein Unterschied. Ja, weil ich habe ja schon Leute gesehen, die nachher irgendwie Sepsis und so Scheiße Ja. haben. Das ist schon krass. Ja, und das ist jetzt halt alles in dem E-Book drin. Und dann entweder Ja. man kann sich das ganze Zeug selber zusammenstellen. Wo kann man das schauen. kaufen? Bei mir... Oder anschauen? Bei mir auf Insta im Linktree. Habe ich es drauf. Ah. Insta-Bio können wir schauen. Insta-Bio, Dort drauf. genau, Dort dort ist ist Linktree, sind alle Links drin. Genau, Okay. dort habe ich das E-Book. Ja. Und dann eben kannst du entweder schauen, hey, ich tue es selber zusammenstellen und schaue, was ich daheim habe. Weil mir ist ja immer wichtig, wenn ich den Leuten etwas mitgebe, dass man unabhängig wird. Ja. So. Es hat ja einen Grund, wieso ich das alles mache. Ich war auch mal krank gewesen und ich bin von Arzt zu Arzt zu Arzt und mir hat niemand geholfen. Die haben mich einfach nur abhängig Jeder machen. sagt etwas anderes, gell? Jeder sagt dir etwas anderes und ständig bekommst du irgendwelche Sachen, Medikamente und Therapien und es wird einfach nicht besser. Und dann denkst du dir irgendwann so, alter Mann, was ist das eigentlich? Weil wenn du ich bin mega oft bei Ärzten, weißt, wegen Corona kann ich auch in Reha-Kliniken und so, mega, die ganze Zeit bei verschiedenen Ärzten. Ja. Und irgendwann checkst du ganz genau, ja, was der Arzt, du weißt schon, was er dir wird sagen.
Ja, weil er muss ja auch nur seinen Job machen und manchmal gibt er dir halt dann, ja, aha, du kannst nicht gut schlafen, das und das kann ich dir geben, das Medi. Und dann hat er eben seinen Job sozusagen gemacht, hat dir etwas gegeben und er hat das behandelt, was du hast in Form mit einem Medi. Symptombehandlung. Ja, voll. Also ich weiss, ich will es dann ja auch gar nicht übel nehmen, weil am Ende jemand, der Arzt werden will, hat ja eigentlich einen schönen Hintergedanken. Ich will helfen. Das Problem ist das System dahinter, wo die Ausbildungen ja schaffen. Dann geht jemand dorthin, tut sich ausbilden und das, was ihm beigebracht wird, ist Symptombehandlung und nicht Ursprungsbehandlung. So, weißt, schauen, wo kommt denn das her? Und der Arzt hat das Gefühl, hey, ich mache es ja super, ich helfe ja einem Menschen. Ja, du musst eigentlich immer zum Spezialist gehen. Und die verstehen das ja gar nicht, dass sie Menschen eigentlich gar nicht. Darum finde ich, darf man das denen gar nicht übel nehmen. Es sind mehr weißt du, das ist halt so ein Ding. Aber ich habe meine Hausärztin verflucht, ich habe sie beleidigt, ich bin aufgestanden, ich habe gesagt, ich habe mir jedes Fluchwort gedroppt. Ich bin gegangen, ich habe sie gewechselt. Ich könnte jederzeit euren Hausarzt wechseln, natürlich. Weil es gibt wirklich ein paar, die dich dann nicht zu ernst nehmen. Ja, und wenn sie dann einfach sagen, ja, mich triggert es voll, wenn sie dann immer in die psychische Schiene gehen. Weil ich halt schon mal die Erfahrung gemacht habe, Psychiatrie gelandet. Obwohl ich eigentlich etwas kann. Das bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Ja, es ist auch oft Psychosomatik, sie bildet sich das nur ein. Amix nehmen sie einem nicht ernst. Oder, amix auch ganz viele Fehldiagnosen. Aber Hauptsache einfach immer, sie geben dir halt immer nur irgendwelche Medikamente mit und schauen nicht, woher kommt denn das? Wie ernähren sie sich? Wie ist ihr Stressmanagement? Genau, ich habe gefragt, ob ich darf, irgendwie kann man schauen, ob ich irgendein Lebensmittel nicht verträge, weil jedes Mal bin ich mega müde nach dem Essen und ich finde, das ist ein bisschen extremer geworden. Und ich bin voll nicht ernst genommen worden und so. Überhaupt nicht. Ja, das ist halt das Problem. Und darum mache ich halt meine E-Books so, dass man die Informationen selber hat. Das heisst, entweder du schaust, hey, das und das habe ich daheim, ich kann mir das zusammenstellen, oder man bestellt halt das, was ich zusammengestellt habe. Da kann man selber wählen. Weil mir ist wichtig, dass ihr nicht jedes Mal wieder zurück zu mir kommt oder dass ihr von irgendetwas abhängig seid, sondern dass man das Wissen bekommt, hey, wie kann ich das Thema angehen? Genau das Gleiche, wenn man zum Beispiel bei mir eine Combo 1:1-Sitzung macht. Ja. Du meldest dich an, du musst das Formular ausfüllen, ich frage, wieso möchtest du das machen, Intention. Und dann ist es so, dann kommt man zuerst mal fürs Combo. Ja. Gut. Aber ich sage auch immer, Combo an sich ist nicht die Lösung. Combo tut so tief reinigen. Combo kann dir so viele Türen öffnen. Combo tut ja auch energetisch reinigen. Man sagt da, bei den Indigenen es gibt etwas, das heisst Panema. Das ist so eine dunkle Wolke, die über dir schwebt und dir einfach Pech bringt. Nichts funktioniert, du stagnierst, du kommst nicht vorwärts. Es ist einfach nichts funktioniert in deinem Leben. Combo nimmt dir auch das, dass du wieder Glück hast, dass sich Türen öffnen, dass du wieder in den Fluss vom Leben hineinkommst. Aber natürlich auch körperlich tut es sich ganz tief reinigen. Klar, dann mache ich Combo mit rein, aber ich sage zum Beispiel, jetzt kommt jemand zu mir, der hat gesundheitliche Probleme, körperlich. Gut, dann machst du Combo, gehst aber wieder zurück in die alten Verhaltensweisen, dann geht es dir bald genau wieder gleich. Oder Leute, die seelische Probleme haben, emotional. Und dann mache ich Combo und danach schaue ich mit ihnen. Ich habe ja auch eine Astrologie-Ausbildung gemacht, ich habe eine Human Design-Ausbildung gemacht, ich kenne mich aus mit Aurasoma. Was ist das, Aurasoma? Aurasoma, das sind so Fläschchen, die man nutzen kann. Und jeder hat eine Geburtsflasche, die dir deine Farbe zeigt und deine Schattenthemen und deine Lichtthemen. Das ist mega interessant. Und dann gehe ich halt immer nach der Zeremonie schauen. Ich habe körperliche Probleme. Wie ist es mit Ernährung? Wie ist es mit Supplementierung? Wie ist es mit deiner Darmgesundheit? Wenn jemand mehr so emotionale Themen hat, seelische, zum Beispiel, ich weiss nicht, wer ich bin, ich möchte mich selber besser kennenlernen, kann man Human Design Chart anschauen, man könnte Astrologie anschauen, man könnte auch Aurasoma-Flaschen anschauen. Dann gebe ich ihnen wie etwas mit, wo sie an sich weiterarbeiten können. Das ist mir immer mega wichtig, dass die Leute so ein bisschen in die Eigenermächtigung hineinkommen und selber an sich weiterarbeiten können und nicht ständig wieder jemanden brauchen, oder? Ja. Aber wieso hast du keinen Bock mehr? Meinst du auch, dass viele so Probleme eigentlich kommen, weil man das Lebenssystem irgendwie, ich habe das nie akzeptieren zum Beispiel, also das Angestelltenverhältnis bin ich mega lang gewesen. Und ich habe das mega lang gemacht, einfach arbeiten, um meine Rechnungen zu zahlen. Und ich habe einen Job gemacht, den ich gehasst habe, immer am Montag arbeiten, bis am Freitag zum Beispiel. Und genau in dieser Zeit habe ich habe sogar einen Timer angemacht. Ich habe noch 10 Stunden, wo ich an dem scheiß Computer hocken muss. Und da habe ich mich gedacht, ich lebe nur einmal, wieso soll ich den Scheiß machen? Und ich glaube, das ist mega lang. Also der Scheiß.
Ja, ich sehe den Sinn nicht im Leben, das zu machen, was ich hasse, nur damit ich meine Rechnungen zahlen kann. Und nachher kann ich mich in der Ferien erholen. Und nachher brauche ich aber von der Ferien, muss ich mich erholen, weil mit 2 Kindern in die Ferien gehen, ist selber Stress. Weißt? Und das habe ich irgendwie nicht so den Sinn gesehen. Und ich habe dann gedacht, wie du jetzt in Amazonas abhast, ist das auch ein Grund gewesen, dass du keinen Bock mehr hast auf das Leben so und darum in Amazonas bist? Oder? Ja, das wieso? natürlich schon auch. Weil, schau, ich sage dir ganz ehrlich, ich war immer schon ein Mensch gewesen. Ich habe das Leben da nicht verstanden. Ich habe mich geweigert, eine Ausbildung zu machen. Ich habe mich geweigert. Hast du keine Ausbildung? Ich habe dann irgendwann habe ich wie gesagt, jetzt muss ich. Aber ich bin lang gegangen, bis ich an den Punkt angekommen bin. Weil in der Schweiz ist, das habe ich eben letztes Mal als Reel gepostet, da habe ich mega viel Hate bekommen. Ja. Weil Leute, ich habe nur gesagt, für mich, ich habe gesagt, macht eure Lehre, aber nur weil ich keine Lehre gemacht habe, ich sehe das so nicht so krass, dass ich jetzt unbedingt die Lehre brauche, damit ich ein erfolgreicher Mensch bin. Ja, genau. Weil auf meinem Grabstein steht nachher nicht, ich habe die Ausbildung mit so und so viel. was. Ja, das ist doch scheißegal. Also ich wohne bei einem Friedhof und ich laufe oft durch, weißt du, auch mit den Kleinen und so. Und ich sehe dort nirgends, der hat das geschafft, der hat dies geschafft. Ich sehe seinen Namen, sein Geburtsdatum, sein Todesdatum, fertig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Du, ich habe das einmal gesagt, für was soll ich eine Lehre machen? Und ich sage dir ganz ehrlich, jetzt habe ich zwar eine Lehre gemacht, wo ich mir jetzt denke, und nur aus diesem Grund habe ich sie gemacht, ich habe Erzieherin gelernt, also Fachfrau Betreuung mit Kleinkind. Will ich Mami werden? Das Du hast heisst, kein Kind? noch kein, nein. Noch Aber nicht, ja. ich weiss, hey, in meinem Leben wird mir das helfen, dass ich das gelernt habe, weil ich will Kind. Safe, ja. Also finde ich, hat es einen Ja, Sinn dahinter gehabt. 100%, Nur aus diesem Grund habe ich die Ausbildung gemacht. Ja, aber ich will nicht, weißt du, ich wieder voll Hate, ich will nicht sagen, es macht keinen Sinn, eine Lehre machen. Es macht alles Sinn, was dich glücklich macht, oder? Ja, also ich sage ja immer, alles in meinem Leben passiert ja aus einem Grund. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Also wenn man eine Lehre gemacht hat, top. Wenn man keine Lehre gemacht hat, ist das genauso gut. Wegen dem ist man jetzt nicht etwas Schlechtes. Also Ja, aber in der Schweiz habe ich das Gefühl so. Mein Bruder zum Beispiel, der hat keine Lehre gemacht. Okay. Ist er älter? Der arbeitet bei einer Privatbank und hat eine richtig hohe Position. Schon. Ohne Lehrabschluss. Ohne Lehrabschluss. Eben, seht ihr, es geht mir nur darum, dass ich sagen will, man kann auch ohne Lehre, also viele machen sich voll den Druck, sie müssen die Scheisslehre machen. Ja, Du musst nicht. Kann ein Sprungbrett sein. Du musst nur sterben. Das ist das Einzige, Ja, aber viele haben was es mir feststeht. geschrieben, wenn du keine Lehre machst, dann wenn du nicht einmal eine Lehre kannst bestehen, dann kommst du im Leben sowieso nirgends hin, weißt du? Nein, das hat doch mit dem überhaupt nichts zu tun. Ja. Vor allem, du bist ja noch viel zu jung. Was sagt das Alter über dich aus, wie du später wirst sein in deinem Leben? Also Ja, weißt du, das sind nochmal voll. so Sachen. Und ich meine, wenn ich jetzt schaue, was ich heute mache in meinem Leben, das hätte ich jetzt keine Lehre gebraucht. Ja, voll. Ja, Ich muss ja nirgends, ich muss im Dschungel nicht vorweisen, dass ich einen EFZ-Abschluss habe. Wie sieht denn dein Tag dort aus, wenn du wo du da gewohnt hast, stehst du am Morgen auf, gehst arbeiten, also dann nimmst du den Kaffee, gehst duschen oder weiss ich nicht, und dann gehst du arbeiten und dann am Abend kommst du wieder heim und am nächsten Tag gehst du wieder Ja, arbeiten. es ist eigentlich immer nur das Gleiche, auf Repeat. Dort ist anders. Also dort hast du natürlich auch viel zu tun, sehr viel zu tun. Weil du musst dich halt um alles ein bisschen selber kümmern. Und dort ist halt die Rollenverteilung, es ist sehr altmodisch. Der Mann geht jagen, dort ist es wirklich so. Es Dort ist sehr es ja so. altmodisch. Also ich glaube, kein Mann dort kann kochen. Ah, was? Okay. Du kannst kochen? Ja. Okay. Und das heisst, wir stehen am Morgen auf, dann mache ich das Morgen parat. Es kommt dann halt auch immer darauf an, kommen Arbeiter aus dem Dorf, weil sie irgendetwas helfen kommen. Ja. Wenn die nämlich kommen, gibt es ja keine Kopftankstelle oder den Migrolino, wo sie sich zum Mittag holen oder zum Morgen. Das Ja, heisst, eben. ich mache für die zum Morgen, ich mache für die zum Mittag. Was wenn machst du jemand zum Morgen zum Beispiel? Zum Morgen mache ich meistens Couscous. Ja. Aber nicht den Couscous, den wir von hier kennen. Das ist brasilianisch, ist ganz anders. Und dann frittierte Banane. Essen Sie mit Besteck dort? Ja. Frittierte Banane oder dann, es gibt noch Vitamine, macht man auch viel, so Bananenshake oder Avocado-Shake zum Beispiel. Ja. Oder Couscous, Eier, Rührei. Okay. Und halt viel mit Bananen. Und die Eier nehmen wir von wo? Haben die Von den Hühner Hühnern. dort? Das? Von den Okay. Hühnern, ja. Ja. Und Bananen, wir haben natürlich Bananenplantage. Die grossen, oder die Kochbananen? Das? Ja, Oder so? kleine, verschiedene Okay, Bananen haben ja. wir, genau. Aber wir machen ganz viel mit Bananen, ob das jetzt frittierte Bananen sind zum Morgen, ob es gekochte Bananen sind Ja. zum Morgen, ob es Mingau de Banane ist. Das ist dann eine ganz reife Kochbanane, nimmst Ja. du, tust sie kochen und dann tust du sie mit dem Wasser sie stampfen. Und dann gibt es wie so einen Brei, so Okay. einen Brei, den du isst, Ja. oder? Das gibt es zum Morgen und dann
Meistens, sobald ich fertig bin, dann mit Küche aufräumen, das, habe ich eine kurze Zeit auf die Veranda, dann mache ich meistens Rapé. Was ist das? Rapé ist das Tabak, die ist auch eine Medizin indigen. Ist, Ja. Tabak, also ist immer Tabak, aber reiner Tabak, nicht der Okay. Scheiss-Tabak, den wir hier Also kennen. richtig von der Pflanze. Von der Pflanze Ja. einfach nur in der Sonne trocknen und fein gemahlen, gemischt mit irgendeiner Asche von einer Baumrinde. Ja. Ich nutze immer den traditionellen Rapé Zunu. Das heisst, es ist eine Rinde vom Zunu-Baum drin. Ja. Und das ist Medizin und die tut sich zentrieren, die tut dich im Moment holen. Sie Also das tut rauchst? Nein, das tust du in die Nase reinblasen. Mit einem Kuripe. Was ist das? Kuripe ist ein Selbstapplikator. Das ist meistens das sind so zwei wie so Rohr. Ja. Und dann tust du das eine, dann tust du es füllen und dann tust du es so anheben und tust es dir in die Nase Das reinblasen. könnten da ein paar Kokser in der Schweiz könnten sicher gut verkaufen. Ja, tatsächlich. Rau. Schon, ja. Ja, ohne Scheiß, kannst du so rein und dann geht das so auf. oder? Geht es direkt in die Nase. Und wie sieht es mit Gras aus? Wird man dort auch Hanf abpflanzen? So nicht? Es gibt ja in Brasilien ein Volk, die Honey Queen, die das rauchen. Churu heisst das bei Okay. denen. Aber, Also Gras? Gras. Ist Das Churu. ist Medizin für die. Medizin. Okay. Aber Janenama zum Beispiel sagt, nein, das ist keine Medizin. Erstens, es ist illegal. Ja. Und es ist dann nicht illegal, wie, keine Ahnung, wenn du da einen Joint rauchst im Park. Aha, das ist schlimmer dort. Oder? Dort, in Brasilien, Schon? das ist eine Droge. Also für Skibuchten, wenn du Pech hast. Ah, was? Ah, okay. Brasilien ist da nochmal ganz anders drauf. Ah, schon? Ah, Und vor allem, es ist nicht Teil von der brasilianischen Kultur, weil in Brasilien wächst kein Marihuana. Machst nicht? Nein, das kommt von Aber- Kolumbien. Okay. Und darum sagen sie schon aber wenn du sie besuchst, wenn du in ihrem Dorf Gras rauchst und sie verwutschen dich, dann rufen sie zu bullen. Schon, okay. Schmeißen dich vom Dorf. Ja. Ja. Ah, Genau, krass. darum dort Gras ist kein Thema. Ja. Aber eben, dann gehe ich auf die Veranda, dann mache ich Rapé, dann gehe ich duschen und dann muss ich schon zum Mittag machen. Dann mache ich zum Mittag Aber, fertig, ja. dann meistens irgendwie Fleisch. Also oder- nur für dich und deinen Mann oder auch noch für andere? Ja, amix, also ich tue generell Oder mehr Freunde. kochen. Weil es kann dort auch mal sein, auf einmal kommen 2-3 Leute vorbei. Tönt doch mitessen. Also du tust generell einfach mehr kochen, oder? Weil ständig hast du irgendwelche Leute im Haus. Weil das ist halt das Ja. Dorf und es kommen immer wieder mal ein paar vorbei. Oder wenn eben Arbeiter für uns irgendetwas am machen Sind nicht alle die dann ganze Zeit am Handy dort? Nein, nicht zwingend. Haben nicht alle Weniger. das Handy dort? Ja? Mal. Fast Ja. alle haben das Handy. Doch, Ah, doch. ist auch so, weil das ist ja voll Mittlerweile der schon. Krankheit. Mittlerweile schon. Genau, und dann mache ich zum Mittag und sobald ich mit dem Mittag fertig bin, dann kommt es halt darauf an, muss man Wäsche waschen. Mhm. Wäsche waschen geht halt dort auch Hast du ein bisschen Waschmaschine länger. dort? Ja, es ist aber eine andere Wäschmaschine. Du musst sie nehmen, dann musst du zuerst Wasser reinfüllen, Ja. dann tust du die Wäsche rein, Pulver, das Wasser ist kalt, Ja. es wird nicht geheizt, wird nicht warm. Dann tust du durchstellen, dann tust du das waschen, drüllt das, dann musst du das nehmen und also in so ein Dings rein tun und die Seifen fast auswaschen. Ah. Ja. Ja, also nein, einfach in so einen Behälter. Du nimmst einen anderen grossen okay. Behälter, füllst den mit Wasser Ja. und tust dann eigentlich unter der Dusche und ich dann die Seife ausdrücken. Ah, Sonst ja. ist ja die Kleider voller Seife. Ja. Und dann tust du sie in so eine Zentrifuge und dort, das ist so ein Schleuderer, Ah. wo dann das Zeug rausschleudert. Ja, genau, musst du nie Okay. stecken. Ja. Und dann tust du es draussen aufhängen. Ja. Oder? Okay. Dann, und das ist Das ist aber schon viel Arbeit. ja, Du bist die ganze es ist schon ein Krampf. Aber ich wollte mir eine Wäschmaschine kaufen. Einfach eine, die auch Ja, gerade schleudert und mit allem drum und dran. Weil Ja, es ist voll. schon, Mit dem es einfach, ist meinst du schon nicht gerade so easy. Dann amix musst du halt das Haus putzen oder so. Oder amix, wenn keine Ahnung, wenn eine Ladung Maniok kommt, hast du wieder neuen Maniok. Dann musst du den Maniok nehmen, dann musst du ihn waschen, dann Ja. musst du ihn schälen, musst du ihn klein schneiden und in den Gefrierer zum Beispiel versorgen. Und das macht alles die Frau dort? Das macht alles die Frau. Der Mann kommt nicht auf die Idee. Nein, Also aber nicht er auf die Idee, geht er hat ja halt- anderes zu tun, Ja, ja. er hat halt Okay. anderes zu tun, gell? Das ist Und es halt. stressen die Frauen dort auch die Männer an? Jetzt an Ostern zum Beispiel sind sie fischen. Ja. Der Murarit den ganzen Tag am Fischen gsi. Hey, dann kommen die zurück mit 50 Fischen oder so. Ja, okay. Ja, aber wie lager ist der dort? Haben wir einen Kühlschrank? Ja, wir haben eine fette Kühltruhe. Ah, okay. Hey, und dann habe ich natürlich die Fische ausnehmen. Ein Fisch nach dem Ja, anderen. ich habe das Video gesehen, Schuppen wie du den entfernen, ausnimmst und so. Aufschneiden, Gedärme rausnehmen, dann präparieren. Auf der Seite so, Ich kann das nicht können. Die Dorade so unten aufschneiden, weil es ist irgendwie viel zu kurz. Und dort hat es aber noch die ganze Rippe und so. Ich kann das nicht können. Ich habe eben ein bisschen Paranoia mit dem Messer. Weil ich habe ja fast meine 3 Finger wegen meiner Frau verloren. Da. Mika. Und beim Kochen, da, bis am Knochen, der Knochen hat sie gerettet. Oder, da und da. Ah. Aber jetzt kann ich es schon wieder gut zumachen. Oh shit. Darum, Oh. besser muss ich, wenn die Männer nicht helfen,
Ist eigentlich Ja, gut, eben, schau, das ist ein Paradebeispiel, ist schon gut. Wenn einfach wir Frauen das machen, oder? Ja, aber sie geht auch noch arbeiten, oder? Ja, Das ist ja. wie wenn sie auch noch würde jagen, sozusagen, oder? Ja, 60% würde sie jagen. Dafür ist die Frau halt, also klar, ich meine, ich arbeite ja auch, jetzt sind wir auch da, machen unsere Arbeit, das. Voll, Oder, ja. aber auch, ich meine, auch wenn wir, ich meine, er kommt ja auch da hin und macht mit mir die Arbeit da und hilft mir. Und wenn wir die Leute dort hinholen, sind wir auch beide Ja. und arbeiten, oder? Und er macht dann dafür anderes Zeug, gell? Ja. Er geht jagen oder er tut zum Beispiel die ganze Elektrizität im Haus hat er gemacht. Okay. So handwerkliches Zeug macht Ja, er bei dann mir halt macht mehr, eben, oder? ich bin eben handwerklich nicht so begabt. Meine Frau macht recht viel. Sie sagt damals, ist der Mann im Haus. So. Letztes Mal ist ein Brief heimgekommen, steht Herr Saskia, weißt du? Sie Nein! so, schau mal, jetzt schon die Post. Im Ernst? Ich bin der Mann, weißt du? Nein, ich kann handwerklich, ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht für das geboren. Ich kann da ein bisschen blöd tun vor der Kamera und andere Sachen. Aber so, Scheiße. Ja. Nicht für das Ja, geboren. jeder hat seine Gaben. Ja, voll. Gell, das ist auch okay Ja. so. Aber ja, das ist dann so ein bisschen mein Tagesablauf. Amigs gehen wir in die Stadt führen, machen dort irgendwie etwas. Ja. Amigs sind wir nur die Hause. Amigs gehen irgendjemanden besuchen. Amigs kommen ein paar Mädels vorbei mit dem Gitarre spielen und Ja. trommeln. Und das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und Kind, wenn willst du Kind? Ja, ich schon so bald wie möglich. Wie viel willst Also, Einmal, oder? nein, also wenn ich so ein Bild habe, ich hätte am liebsten viele Kinder. du? Ich hätte eben auch gerne viel, Ich aber hätte schon gerne 4, 5, 6 Kinder. das So. Problem ist eben, auf die schauen. Wer Ja, ja, aber ich habe ja noch nie gebärt. Ich würde mal sagen, ich muss dann mal schauen, wenn ich mein erstes Kind bekommen habe. Ich kann ja dann sagen, nein. Würdest du dann ins Spital gehen entbinden? Nein, Nicht? nein. Eben, weil wir haben zum Beispiel einen Notkaiserschnitt machen, also mir, meine Frau. Mhm. Ich weiß eben nicht, ob das dann draussen... Aber ich glaube, vielleicht hätte sie das draussen gebärt, dann wäre es trotzdem normal auf die Welt gekommen, sehr wahrscheinlich. Weil dort musst du ja Einleitungstabletten nehmen, du machst eine PDA-Spritze rein beim Rücken und so. Mhm. Ja, Also die Mami von meinem Freund ist Geburtsbegleiterin. okay. Ah, dort. Patera sagt man, Ja. also Frauen, die andere Frauen begleiten. Ah, musst du in nicht der einfach Geburt. allein irgendwo... Nein, ich glaube, ich würde es dann schon mit ihr zusammen. Oder ich könnte es mir auch allein so. Ich habe ja mal eine Ausbildung gemacht zur Doula. Oder im Wasser machen viele, im Meer Doula sogar. ist ja Geburtsbegleiterin. Ich habe das einfach für mich gemacht. Ah, okay. Weil ich habe schon so viele Horrorgeschichten gehört mit Eben, ja, Geburten, ja, voll. Was da alles passiert bei diesen Geburten. Und ich habe mir gesagt, ich Ja, mache meine jetzt die Frau hat mega Ausbildung. schlimme gehabt. Mir Einfach für stirbt. mich, dass ich einfach selbstbestimmt mein Kind kann auf die Welt bringen kann, ohne dass ich mich will. Viele Ärzte verarschen dich auch einfach. Ja, musst Kaiserschnitt. Bullshit, ein Scheiß. Aha, ja. Ich sage es dir einfach nur, Ja, du musst. irgendwann, wenn es eine Not... Ja, ich weiss, bei uns war halt dann der Herzschlag für zu hoch gewesen und so. Ja, eben, man weiss es nicht, keine Ahnung. Keine Ja, Ahnung. ja, man weiss. Ja, es ist halt Kein- sowieso ein ja. bisschen heikles Thema. Gell? Weil Ja, dann bist du so, ja, soll ich jetzt glauben, soll ich nicht glauben? Erzählt er mir die Ja, Wahrheit? du bist auch dann erzählt in er einer mir nicht die Stresssituation, du musst dann entscheiden. Wahrheit? Ja, natürlich. Weißt du, du kannst ja, was das willst du machen. stimmt. Aber ich würde schon am liebsten einfach die meine Kinder auf die Daheim, Welt okay. bringen. Und ich meine, ist klar, wir sind jetzt mit im Urwald, aber in 20 Minuten wärst du jetzt mit dem Boot Ah, in sogar. der Stadt. Okay. 20 bis 30 Minuten. Mit dem Boot. Mit dem Boot. Ja. Du musst mit dem Boot. Nope. Also, was haben wir da noch? Gell, wie hat dein Umfeld damit reagiert, wo du gesagt hast, ich gehe jetzt dort hin wohnen? Wie hast du also Familie? Hast du da so, oder nicht? Ich habe meine Brüder sind da. Mhm. Und mein Papi, also meine Mami lebt in Brasilien, mein Papi, der arbeitet halt noch. Sind sie geschieden? Er ist noch, nein, die sind noch zusammen. Ah. Ist halt noch nicht pensioniert, das heisst, er schafft, er ist halt noch da in der Schweiz angestellt. Er kann zwar freelancermäßig arbeiten, also einfach ortsunabhängig, Ja. aber er lässt sich immer wieder mal da blicken. Ja. Wie im Geschäft und so. Und das Ding ist halt auch, meine Grossi lebt da. Meine Grossi, Ah, ja. die braucht Unterstützung. Und Okay. ist halt die Mami von meinem Vater. Darum ist er immer wieder mal da, aber geht dann immer wieder ein paar Monate auf Brasilien, ist ein paar Okay. Monate da, aber also hin und her. Und ja, es war unterschiedlich gewesen. Also mein Vater zum Beispiel, er fühlt voll, was ich mache. Schon? Er findet es Nimmt richtig er auch cool. Ayahuasca und so Zeug? Nein, er kann halt nicht. Er hat zweimal einen Herzinfarkt gehabt. Ah, was? Ah, Ja, krass. dann Dann kannst du nicht, oder was? Was ist denn, wenn Nein, du das Herzinfarkt hast und das machst, dann kannst du einen es überholen? geht halt aufs Herz, weißt du. Du kannst halt auch Herzrasen bekommen. Ich glaube, ich währenddessen. hätte das wegen dem nicht machen. Vor allem auch mit Cambo sowieso. Ayahuasca würde vielleicht noch gehen, wenn man ihn langsam dran Sagt dir anführt. Lipoprotein etwas? Lipoprotein. Ich habe das schon mal Das kann man gehört. jetzt messen und das ist ein erbliches Protein, das dein Körper macht. Halt, dann kann man schauen, ob du eher
tendierst zu einer Herzkrankheit später zu haben, oder? Bei mir ist das jetzt zum Beispiel 3-mal so hoch. Und du kannst eben nichts machen. Mein Vater hat auch Herzinfarkt gehabt mit 44. Okay. Und du kannst dort wie nichts machen. Und ich weiss nicht, ob das dann auch das könnte beeinflussen könnte, dass jemand das zuerst abklärt, wenn er so ein Dings macht. Das ist noch recht neu im Fall. Ja, also Im mein Blut Vater, kannst du das eben er testen. findet es eben schon interessant. Was Ja. er ist allgemein, er ist halt ein riesen Fan von mir. Das ist halt so. Ja, Die einzige Tochter. ja ist du so. bist auch die Tochter von ihm. Ja, voll. Ich bin auch Fan von meinen Kindern. Ja. Außer Ja. wenn sie mich stresst. Nein, also ich glaube, er hat es mega cool gefunden. Er sagt auch, er kommt mich besuchen im Dschungel und so. Also ist voll, Okay. er ist ja auch schon in Manaus irgendwo dort im Dschungel in Brasilien. Dann habe ich weiss nicht ganz genau, was mein Bruder erzählt hat, am Luca. Da hat er so Tränen bekommen. Ich so, nein, Luki, was ist los? Er so, nein, dann bist du ja noch weiter weg. Ich Ist so, er ja. jünger als du oder älter? Wie? Jünger oder älter? Nein, er ist älter, er ist 3 Okay. Jahre älter, aber er ist halt Ja. sehr er ist halt sensibel. Okay. Halt, gell? Und wir sind halt so. Ich Ah, habe noch einen okay. älteren Bruder, er ist mein Halbbruder, also für mich Also noch trotzdem älter, Bruder, noch älter, 11 Jahre Ja. älter als ich. Ah, sogar. Aber zu ihm habe ich jetzt nicht so Kontakt. Ah, nicht so. Ja. Nein, Okay. mit ihm habe ich nicht so Kontakt. Aber halt der Luki, er hat dann einfach Brüder, also, du bist ja mega weit weg. Ich so, es macht keinen Unterschied. Da in Recife, ich bin ja zuerst auf Recife ausgewandert. Spanien? Nein, das ist auch in Brasilien, wo meine Ah, Mami nein. ist. Dann bin ich zuerst dort gewesen, ein Weile. Ich glaube, es war schon 3 Jahre bin ich dort gewesen. Und jetzt letztes Jahr habe ich meinen Bruder kennengelernt. Und jetzt bin ich halt im du bist schon nicht so Amazonas. lange mit ihm Nein, zusammen? nein, noch nicht so lange. Noch nicht so Ah, lange. okay. Ja. Genau, und dann hat er voll gesagt, es kommt doch nicht darauf an, ob ich jetzt da bin oder auf der anderen Seite von Brasilien. das Ich bin ja macht- sowieso ja, weit das weg, stimmt. Ja, weißt du bist weit weg. Genau. Meine Mami, die ist... Sie macht sich immer Sorgen, natürlich, Mami, gell. Mhm. Ich habe doch keine Tochter aufgezogen, dass sie jetzt im Amazonas leben. Eben hat es auch Leute, die sagen, Urwald. hey, was machst du da und so. Ja, meine Mami ist so ein bisschen, aber sie hat sehr viel Angst. Ja. Die würde auch niemals im Amazonas kommen, mich besuchen. Sie hat Angst vor Schlangen, sie hat Angst vor Spinnen, sie hat Angst vor allem. Und sie hat natürlich jetzt das Gefühl, dass wenn ich dort lebe, dass ich noch an einem Schlangenbiss sterbe oder so. Das ist so ihre Vorstellung. Könnte Oder? aber sein, oder? Ja klar, wenn es so richtig dumm läuft. Aber hat es nicht Raubtiere dort oder so? Ja doch, aber nicht in den Dörfern. Nicht? Ich meine, Raubtiere haben ja, Aber die haben ja keine Tür. Das ist haben ja Hoffnung. generell Angst vor uns Menschen. Okay. Jaguare gibt es dort, aber die Eben. haben Angst, die kommen nicht ins Dorf. Die Ah, bleiben nicht. schön im Dschungel rein. Okay. Ja. Ja, krass. Ja. Ja, ich hätte eben auch Paranoia vor so Viechern und so. Ich habe halt so viele TikTok-Videos gesehen, so in Sri Lanka oder so, ist irgendwie ein Jaguar oder so, oder was ist das gewesen? Ein Leopard so oder Videos so, habe ich, und glaube ich, ihn auch schon angreifen gesehen. und so. Ja, Plötzlich gell. rennt er in der Stadt um und jetzt ist in Deutschland ein Tiger abgehauen von irgendwo. Oh Gott. Ja, jetzt, vor 2-3 Tagen. Ernsthaft? Ja, voll, der steht im Wald. Irgendeiner ist, glaube ich, sogar verletzt worden. Das war gerade jetzt gewesen, vor 2 Tagen. Oh. Ja. Also, ich glaube, wir haben eben mega viele Zuschauerfragen das mal. Darum würde ich jetzt sehr gerne auf die Zuschauerfragen gehen. Es sind nämlich sehr viele. Weil es sind eben dort auch Fragen darunter, die ich eben halt wieder stelle. Bringen heim. Wir kommen zu den Zuschauerfragen. Wir haben recht viel. Das Interesse war recht gross gewesen. Im Gegensatz zum letzten Mal. Aber jetzt sind es sehr fleissig gewesen. Danke vielmals, das hilft immer. Also, jemand fragt, ist das nicht Drogenverherrlichung? Das sind eigentlich kritische Fragen manchmal. Ja, das ist okay. Ja, schau, das ist eben genau das, wo man halt, für Kulturen irgendwie aufeinandertreffen. Weil da in Europa wird es als Droge, also Ayahuasca ist als Droge oder wird so dargestellt, wo es aber in Südamerika überall legal ist und Okay. als Medizin angeschaut wird und als Kulturgut Mhm. von den jeweiligen Ländern. Kolumbien, Costa Rica, Brasilien, Peru. Selbst, ich glaube sogar. Nein, vor allem diese Länder ist das Kulturgut. Das Ja, weil gehört für zu Gras den- kommst du ja gerade in den Knast dort. Ja, aber Ayahuasca gehört ist Teil von der Kultur von diesen Ländern. Ja, und Dings nicht. Also ja. es ist erlaubt, selbst in Amerika ist es erlaubt. Natürlich aber nur für Leute, die therapeutisch damit arbeiten oder in religiösem Kontext. Ja. Aber es ist legal. Und dann kommt man da auf Europa und hier ist der Drogen. Eben in Amsterdam habe ich jetzt das Oder? auch nicht gesehen oder so. Selbst in, Pilz gibt's ja. in Amsterdam ist es auch erlaubt. Wenn du Ist es erlaubt? Santa Daime-Kirche Okay. zum Beispiel, Daime, das ist auch eine Kirche aus Brasilien, Ja. wo ja auch mit Ayahuasca arbeitet Aha. und die dürfen das praktizieren. Ja. Ah, du kannst auf Amsterdam auch das ja, konsumieren. die haben dort auch Retreats mit Kambo auch. Kambo ist nicht illegal.
Ja, das ist ja nicht Drogen eigentlich. Das gehst ja nicht wegen einem Effekt. Nein, es hat keine berauschende Wirkung, es hat keine bewusstseinsverändernde Substanz, es hat keine süchtig machende Substanz. Es sind einfach nur Peptide, mehr ist es nicht. Ja. Und es ist nirgends, es ist nicht verboten. Es gibt ein Land, in Australien ist es verboten. Wieso? Australien. In Australien ist es verboten. Australien, weil es da, glaube ich, mal irgendeinen Vorfall gegeben hat. Ah, okay. Genau, aber es ist weder in Deutschland verboten, noch ist es in der Schweiz verboten. Es ist nirgends verboten. Ja. Also du machst es amix, weil das die Erfahrung einfach gut war, nicht weil du das jetzt nochmal willst. Aber du hast ja schon einen Flash eigentlich, oder? Wenn du das nimmst, oder? Also schau, ich finde, man muss es, ich meine, wenn man jetzt vergleicht mit anderen Drogen, Ja. sagen wir, du schmeißt den Ecstasy, sagen wir, du trinkst Alkohol oder du koksst, dann ist es ja meistens, zum irgendetwas wegdrücken. Ja. Um sich mit etwas nicht befassen. Oder? Ja. Um sich berauschen und Das vergessen. Und das sind für mich dann Drogen. Aber wenn man Ayahuasca trinkt, dann wirst du mit deinen Themen konfrontiert. Aha. Ja, Das ist wenn du einen Arbeit. Joint rauchst, ich habe zum Beispiel, wenn ich gekifft habe, das ist ein mega befreiendes Gefühl. Ich habe gar kein Problem in dem Moment. Ja, dann ist ja alles easy und ist alles nicht so Oder schlimm. du hast die und alles Probleme noch, gut. aber dir ist scheißegal. Also, du in dem denkst Moment einfach, ja, ist ja easy, jetzt ist okay. Oder? Und bei Ayahuasca ist das nicht so, sondern du wirst Ja. konfrontiert mit deinen Themen. Das ist Arbeit, die du dann hast. Das ist nicht so Jetzt zum Beispiel mein Zuckerschlecken. Bruder gekifft und er ist Kameramann, er musste filmen, jedes Mal. Er hat vergessen aufladen und so. Ich so, lad doch die scheiß Cam, jedes Mal noch 1%. Warte, ich muss noch mal aufladen. Wenn er jetzt Ayahuasca würde nehmen, das heisst, oh fuck, ich muss jetzt unbedingt aufladen. Also würde er alles vorbereiten, wenn er jetzt das würde nehmen. Das würde er voll drauf Ja, schauen. also es tut die Leute Umgekehrt. schon eher in eine Richtung verändern, wo sie bewusster werden und sich Okay. eben reflektieren und auch anschauen in ihrem Leben, wieso gewisse, oder besser gesagt, ich meine, amigs passieren einem ja auch Sachen im Leben und man verurteilt es, man bewertet es aus dem Ego raus. Ist ja auch gut, dass man ein Ego hat. Wir brauchen das. Ja. Aber vieles ist ja auch uns nicht so dienlich. Das heisst, ich bin ja so arm und wieso ist mir das nur passiert? Oder hey, der ist ein Arschloch, der ist ein Pisser, der ist dieses, nicht mehr die der ist andere jenes. Schuld. Und wenn wir halt die Medizin trinken, darum sage ich ja ganz klar Medizin und es ist keine Droge, sondern dass sie uns die Sachen nochmal zeigt und wir in Akzeptanz kommen mit dem, was uns widerfahren ist und das verstehen. Wieso? Weil am Ende, und ich weiss, das ist amigs sehr schwierig zu verstehen und ich glaube, da fühlen sich auch sehr viele Menschen triggert, wenn ich sage, alles hat einen Grund im Leben, wo einem widerfährt. Auch wenn es ganz schlimm ist. Und auch wenn wir es im Moment selber nicht verstehen, wieso genau ich jetzt das erleben Das muss, stimmt schon ein bisschen, ja. irgendwann wirst du es verstehen, wieso dir das widerfahren ist. Voll, ja, das habe ich auch. Jetzt, wenn ich älter werde und so, check ich das erst. Und du kannst es aber nicht jünger, so, das macht gar keinen Sinn. Also hat mir das früher jemand gesagt. Ja, dann Geht man da rein, da raus, ist man also, scheiße. Ich so, ja, was tust du für Scheiße? Genau, das denkt So ein man. Scheiß. Aber irgendwann finde ich, die meisten kommen dann schon an den Punkt, wo sie es verstehen. Klar, es gibt auch Menschen, die werden ihr Leben lang durchs Leben gehen und werden nicht hinschauen. Gibt es auch. Und das ist dann auch nicht falsch. Ich sage ja, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt einfach den Weg und den Prozess oder die Erfahrungen, wo wir uns für das Leben ausgesucht haben. Und was mir eben auch die Medizin gelehrt hat, ist, jeder hat seine eigene Wahrheit. Das heisst, es wird immer Menschen geben, die sagen, Ayahuasca ist eine Droge, und es wird immer Menschen geben, die das aber auch aus der anderen Sicht sehen, weil wir sind da in einer Polarität. Ja. Und es wird immer Licht und Schatten geben und es wird immer zwei verschiedene Seiten geben. Und das habe ich auch lernen akzeptieren, weil früher habe ich mich dann einmal noch angegriffen gefühlt oder auch teilweise, was die Leute kommentieren unter meinen Videos, dies, das. Ich habe mich richtig verteidigt und es hat mich richtig berührt und verletzt. Genau, und mit der Zeit jetzt- gehst du gar nicht Ich mehr. gehe nicht mehr darauf ein, weil ich denke mir, hey, jeder hat seine eigene Realität, jeder lebt in seiner eigenen kleinen Bubble, jeder hat seinen eigenen Rucksack zu tragen, jeder hat andere Erfahrungen, wo ihn halt das denken und glauben lassen, wo er dann halt in dem Moment denkt oder glaubt. Und das ist okay. Ja. Ja. Einer hat da noch geschrieben, wie kann man so hure hübsch sein? Und er hat einfach ein... Bro, dein Profilbild ist mit deiner Frau. Wieso fragst du, das macht keinen Sinn? Ich sage jetzt seinen Namen nicht. Ja, ein Profilbild. Der Banause, Herr Schlawiner. Das hat sich gefragt, ja. Wie weich, oder? Ja, wieder mal. Der Erik Weber hat etwas noch gefragt, der Grossrat. Wie heilt man Krebs oder das Herz?
Aber das kannst Ja, ich kann das konkret beantworten, kann ich das nicht. Ja. Ich persönlich bin der Meinung, Krebs ist heilbar. Je nachdem, in welchem Stadium das es ist. Ja. So, ich glaube, es gibt auch Wie früher. Stadien von Krebs, wo man nicht mehr viel machen kann, wo es einfach zu fortgeschritten ist. Aber ich glaube, wenn man Krebs frühzeitig erkennt, glaube ich, dass man das heilen kann. Ich würde jetzt aber auch niemals jemandem sagen, ich heile dir das oder ich gebe dir, ich meine, Heilversprechen sowieso niemals, Ja. da muss man einfach aufpassen. Aber ich glaube, es gibt da schon längstens irgendwelche Heilmittel und sie haben auch schon längstens irgendwo irgendeine Pflanze gefunden, die das heilen. Nur wissen wir ja, die Pharmaindustrie, ja, die tun so Sachen einfach unter den Teppich kehren. Weil wenn man jetzt mal bedenkt, wie viele Milliarden die machen mit Chemotherapien, die würden sie einen Haufen Geld verlieren, würden sie da irgendwo einfach ein Heilmittel hinführen kommen. Weil es gibt genug Menschen, die ihren Krebs heilen können. Und das dann nicht zwingend mit einer Chemotherapie. Aber es ist halt... Aber es gibt auch solche, die die Chemotherapie halt angeschlagen hat, gibt es schon auch. Oder? Ja. Also, wenn man es früh genug macht und es gibt mega viele verschiedene Chemotherapien. das eben auch noch, genau. Also ich glaube, weißt, ich finde, beides ist ein Weg. Ist ein Weg. Ich meine, ich persönlich, ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel mal... Ich hatte das letztes jetzt gehabt, bevor ich gereist bin. Ich habe richtig Kopfschmerzen bekommen. Ich hatte so Kopfschmerzen gehabt. Hey, schon lange nicht mehr. Ich weiss auch gar nicht, wieso ich so Grindweh bekommen habe. Ja. Ich habe Schmerztabletten genommen. Kommt auch von der Pharmaindustrie. Ja, voll. Amix geht es nicht anders. Und ich sage dir ganz ehrlich, Amix ist mir auch dankbar, dass wir diese Sachen Ja, es ist ja nicht alles schlecht. Die Es ist ganze nicht Pharmaindustrie alles ist scheiße. Überhaupt Weisst, nicht, aber gibt auch trotzdem, gute ich finde halt, amix wäre es wie nicht nötig. Ich finde, man kann jetzt erst mal schauen, können wir voll. den natürlich Trinkst weggehen? zuerst Wasser und schaust, ob das Kopfweh weggeht. Genau, als Außer dass man Migräne dann dann. halt direkt sagt, die Medikamente und hey, du musst jetzt dein Leben lang die Medikamente einnehmen. Ich muss jetzt Tabletten nehmen, Cholesterin zum Beispiel. Einfach. Ja gut, das Wer weiss, wie finde ich, könntest du jetzt auch anders regeln, aber es bringt Ja, dann halt ich kein Geld, wenn es mit Ernährung zum Beispiel Ja, regelst oder mit irgendwelchen Ja, Pflanzen. auch Ernährung, beides natürlich. Ich esse ja Oder? jetzt gar nicht Fastfood die ganze Zeit fressen, aber hauptsächlich Ja. frisst Tabletten die Ja, ja. ja. Das ist ja blöd. Aber halt auch Herz. Und ich glaube, gewisse Krankheiten gibt es sicher auch, die viel mit der Psychosomatik zu tun haben. Weißt du, wenn du dein Herz, Aha, ja. wenn du zum Beispiel vieles abschluckst, was du eigentlich äußern willst, wenn du deine Gefühle unterdrücken musst, wenn du deine Gefühle nicht ausdrücken kannst, wenn du nicht deine Wahrheit aus deinem Herz rauslebst und das ständig immer alles schluckst und reinfrissst und unterdrückt wirst, je nachdem, in was für Beziehungen du lebst, ob es jetzt Geschäftsbeziehungen sind oder halt freundschaftliche Beziehungen, Liebesbeziehungen, familiäre Beziehungen, glaube ich schon auch, dass das dann aufs Herz geht. Voll, ja. Also es ist ja allgemein, all die Krankheiten. Ja, oder auch eben ein Job, den du machst die ganze Zeit, wo du hassest. Oder Genau, einfach wo du etwas, eigentlich machst, wo du hassest. hassest, nicht Und unbedingt dann, Job. logisch, sagt dein Herz irgendwann, ich bin krank. Weil am Ende sind ja Krankheiten oder Symptomatiken nicht mehr als eine Kommunikation von deinem Körper, wo dir sagt, hey, hilf mir. Ja, Irgendetwas stimmt da nicht mehr. Ja. Oder? Und ich finde, verschiedene Wege führen nach Rom. Aha, hey, warte mal, sorry. Wie heißt dein Bruder? Lukas Fausto. Ah, das ist er, wie sie ihre Brüder findet. Ich bin ihre Brüder. Ja, das hat sie vorher gut erklärt. Das Der Luki. wirklich gut. Mit dem TÜV oder so? Hat er Ja, gern er ist TÜV, er tut viel TÜV fahren. Ah, okay. Ich liebe dich, Luki. Ich schwöre. Du Bring bist ihn der heim. beste Bruder, den es gibt. Und nachher, meine Frau hat noch etwas gefragt. Aha. Ist es nicht auch zu einem gewissen Teil Placebo? Also funktioniert es auch, wenn man gar nicht an das glaubt? Also sie meint das eher, dass egal was, wenn du jetzt zum Beispiel Kopfweh hast und dann gibt dir jemand Tabletten und dass man dann, wenn man daran glaubt, dass es dann eher funktioniert, aber wenn du das machst und du glaubst nicht so daran, dass es dann nicht so funktioniert, auch die, weißt du, was ich Da meine? muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, das spielt eine sehr grosse Rolle. Und das sagen Okay. selbst hat Shanawa, wenn sie, ich meine, bevor wir in eine Zeremonie hineingehen, erklären sie ja ganz viel. Sie stellen sich vor, sie erklären Medizin und sie sagen natürlich, hey, und wenn du nicht daran glaubst, wird es sowieso nicht funktionieren. Ja. Oder? Weil unser Glaube versetzt Berge. Das steht sogar in der Bibel drin. Und ich glaube ganz fest daran, dass unsere Menschen, also man sagt ja, deine Gedanken erschaffen deine Realität. Und ich habe einmal ganz ein krasses Buch gelesen. Das ist, Wie heisst das? das heisst, ein medizinischer Insider packt aus. Ich habe das Buch verschlungen innerhalb von 48 Stunden.
Und ich habe gemeint, ich drehe durch, als ich das Buch gelesen habe. Wieso? Was kommt jetzt vor? Nein, da hat einer wirklich ausgepackt und von gewissen Studien zum Beispiel erzählt, wo sie gewisse Experimente durchgeführt haben, zum Beispiel mit Cholera-Bakterien. So. Ja. Dann haben sie so Probandengruppen gehabt und dann haben sie einer Probandengruppe gesagt, sie trinken Cholera, oder sie haben denen das gegeben zum Trinken und dann haben sie denen gesagt, hey, ihr habt Cholera-Bakterien bekommen. Cholera ist was schon wieder? Ja, Cholera, das ist eigentlich so eine tödliche Krankheit. Ja. Oder fast tödlich, irgend so Okay. etwas. Und dann hat man denen gesagt, sie hätten das bekommen, obwohl sie es nicht bekommen haben. Und Aha. eine andere Probandengruppe haben sie das gegeben und gesagt, ihr habt nur Wasser bekommen. Ah, Und dann, was ist passiert? Die das wirklich getrunken haben, okay. aber gesagt bekommen haben, Ja, dass sie krass. Wasser... Bei denen ist nichts passiert. Und Ja, bei den das ist schon anderen so, ja, Gruppen voll. sind gewisse sogar gestorben. Was? Obwohl sie es Gestorben. nicht einmal... Einfach nur, weil sie gedacht haben, dass sie das getrunken Ja, haben. krass. Also der menschliche Verstand ist schon ganz, ganz krass. Und darum sage ich ja auch bei diesen Medizinern, man sagt ja allgemein, darum tue ich auch die Gespräche führen. Wenn irgendjemand zu mir kommt zum Beispiel und sagt, ja, ich will es einfach mal ausprobieren, dann sage ich, du bist du bei mir an der falschen Adresse. Die akzeptiere ich nicht. Ja. Weil ich will, dass Leute kommen, die den Ruf verspüren. Und wenn sie den Ruf verspüren, dann ist der Glaube ja auch da. Und dann hilft es meistens auch. Ja. Oder? Ja, Alles also klar. das hat sicher, Placebo hat sicher einen Einfluss. Ganz sicher, ganz sicher. Ich habe ja auch mal Okay. eine Anfrage bekommen, das habe ich auch noch interessant gefunden. Also eine Anfrage, eine hat mir das weitergeleitet, sie so, hey, willst du dich da nicht einmal melden? Das ist vom Universitätsspital, ist das gewesen, da in Zürich. Und zwar haben sie Probanden gesucht, um eine Studie durchzuführen. Ich weiss, ich kenne das Ergebnis nicht. Und zwar für Pharmahuasca. Was ist das? Pharmahuasca. Ah, Pharmahuasca. Genau. Ah, habe ich schon Und dann richtig haben sie, verstanden. und dann haben sie 3 Gruppen machen. Einmal eine Gruppe, die ein Placebo bekommt. Einmal eine Gruppe, die richtiges Ayahuasca bekommt. Und einmal eine Gruppe, die Pharmahuasca bekommt. Also Und dann synthetisches, haben- oder? Ja, synthetisiertes Okay. Ayahuasca. Und das finde ich halt auch so krank. Dann nimmst du eine Pflanze, tust sie verbieten oder den Wirkstoff in der Pflanze, weil Ayahuasca ist im Betäubungsmittelgesetz nicht aufgeführt. Nur DMT ist aufgeführt. Darum ist Ayahuasca eigentlich eine Grauzone. Ja. So, genau. Aber dann tust du etwas verbieten, tust es aber synthetisieren, damit Geld machen kannst. Also wieso nimmst du es nicht einfach aus der Natur? Weil die Mutter Natur ist Weil es perfekt. es nicht überall gibt vielleicht, oder? Ja, nein, du kannst ja kein Geld damit verdienen. Ja, du kannst ja ja, nicht okay. sagen, nur wir dürfen das jetzt verkaufen. Nur wir, keine Ahnung, Firma BioNTech, wir dürfen das jetzt verkaufen. Nein, weil jeder darf es ja verkaufen, weil es kommt aus der Natur. Das ist halt einfach, weißt du, dass man nicht einfach an die Heilung vom Menschen denkt, sondern Man Kohle, ja. an Kohle. Kohle machen. Das ist halt. Aber Zum eben, Nutzen, da ist mir noch in den Sinn gekommen, von wegen Placebo und so. Ja. Aber das hat sicher einen Einfluss. Ja, voll, Glaub, das ist ja, ja ein ja. mega interessantes Muss man Thema. auch zugeben. So. Ja. Was ist das geschrieben da? Warte, da ist das da. Wer hat dich so zurück zu deiner Wurzeln geführt? Brasilianische Wurzeln. Wer mich zurück zu meinen Wurzeln Ja, geführt du hat? selber, oder? Also, ich habe ja schon immer einen grossen Bezug zu Brasilien gehabt. Ja. Wir sind ja, seit ich Baby bin, jedes Jahr sind wir immer Weihnachten, Neujahr auf Brasilien die Ferien. Jedes Jahr. Und seit ich klein bin, habe ich immer gesagt, ich gehe auf Brasilien leben. Schon, hast du schon als Kleine? Ja. Seit ich bin da nie klar gekommen. Okay. Horror, darum habe ich mich Was hast du da also- Scheiße? Was findest du da Scheiße im Gegensatz zu Brasilien? Also erstens das Wetter, Ja. Regen Aber jetzt und nächste kalt. Woche haben wir brutales Wetter. Ja, ja, dann schon. Also im Sommer ist die Schweiz hure schön. Ja. Mega schön. Also ich liebe die Schweiz an sich ja schon auch. Und ich finde es auch schön, dass ich da geboren und aufgewachsen bin, dass ich so eine gute Bildung geniessen und auch Ausbildung, die ich gemacht habe. Also Ja. weißt, ich kann schon sagen, ich bin ein gescheites Köpfchen geworden. Und das Ja. dank der Schweiz. Ja. Weil in anderen Ländern bekommst du nicht so Sachen beigebracht oder so Möglichkeiten, wie wir halt da das haben, oder? Steuergelder in den Arsch geschoben. Nein. Genau. Aber ich habe immer gesagt, ich gucke auf Brasilien und hat halt Kultur. Da sind die Menschen halt schon anders. Sie sind kälter, sie sind zurückgezogener, sie sind mehr für sich. Einfach anders. Ernster. Und in Brasilien sind Ja, ich alle glaube auch so... Österreich, Deutschland und so weiter. Ja, Überall allgemein passt einfach ja. so die nordischen Länder mehr, oder? Ja, ja. Und darum, und dann habe ich aber meine indigenen Wurzeln habe ich ja erst entdeckt, als ich Ayahuasca getrunken habe. Aha, okay. Weil ich habe ja die Medizin gefragt, wieso bin ich da?
Ja, du siehst ehrlich gesagt optisch auch so aus wie eine von dort. Weißt? Ja. Wir haben es ja früher immer gesagt, ich sage Pocahontas und so. Also vom Aussehen, ja klar, aber ich habe nie wirklich so eine Antwort darauf gehabt. Und dann habe ich die Medizin getrunken und dann habe ich gefragt, was mache ich da? Weil ich habe mich immer gefragt, was mache ich da unten? Ich bin da unten nicht klar gekommen. Ja. Darum habe ich mich auch immer abgeschossen und bin raus und habe konsumiert und weißt so. Ich einfach nicht klar gekommen bin. Und dann habe ich aber gefragt, was mache ich da unten? Und dann sagt mir die Medizin, du bist da zum Helfen und du bist da zum Heilen. Und du bist da, um die indigenen Heilmittel zu den Menschen zu bringen. Und hat mir meinen eigenen indigenen Ursprung gezeigt. Von Brasilien. Yeah. Und dann ist halt interessant, dass ich auch mit meiner Mami angefangen über das zu reden. Und sie so, ja, wir haben auch Indigene in unserer Familie gehabt, früher. Yeah. Nur hat halt meine Mami keine Fotos mehr, keine Unterlagen, gar nichts, oder? Die Mami ist halt jetzt auch nicht so behütet aufgewachsen. Und letztens hat sie mir sogar erzählt, dass sie auf der Mutterseite hat es eine gehabt, die hat im Urwald gelebt und dann ist sie verschleppt worden und versklavt. Okay. Das ist ja früher ganz viel passiert in Brasilien, leider. Aber wir haben da auch Indigene bei uns in der Familie gehabt. Meine Mama ist ja im Landesinneren aufgewachsen und ähnlich wie sie im Amazonas leben. Die haben eigene Kühe gehabt, eigene Hühner, haben eigene Milch und haben Hassada gemacht, also Bauern. Sachen selber abpflanzt und so. Das ist auch so aufgewachsen, meine Mama tatsächlich. Ja. Also haben wir noch eine Frage, weil er muss nachher Schluss machen. Was denkst du von LSD? LSD? Also LSD habe ich schon mal genommen? Ja. Schon mehrmals? Sehr viel. Vorher, bevor du kommst? LSD habe ich so, also LSD, ich kann halt nur aus meiner Erfahrung heraus sprechen. Und ich muss ganz ehrlich, ich bin ein bisschen verrückt gewesen früher. Ich habe viel konsumiert und ich bin viel raus. Bist du ein Junkie gewesen? Ja, schon ein bisschen. Okay. Ja, ich bin auch mal ein Junkie gewesen. Ich musste in einen Zug. Meine Mami hat mich mit 17 in eine Klinik hineingesteckt. Die hat gesagt, es geht gar nicht mit dem Mädchen. Also ich bin ein bisschen durchgedreht, sagen wir mal so. Und ich habe auch viel LSD konsumiert und auch viel im Ausgang. Da habe ich mir einen Film reingehauen und ich habe meinen grössten Spass gehabt. Also ich finde LSD sehr... Also das eröffnet einem auch so, wie so ein bisschen, ich weiss nicht, es hat mir etwas gezeigt, was ich früher nicht wahrgenommen habe. Ich habe dann gemerkt, so, ich habe dann die Pflanzen angeschaut und habe so gedacht, die Pflanze lebt. Du siehst irgendwie du siehst Energie. Innere von der Pflanze oder so, keine Ahnung. Ich habe einen Stein angeschaut und denke mir, shit, der Stein lebt. Also es hat mir... Nein, wirklich. Und Steine leben ja wirklich, scheint ja Lebewesen, auch wenn wir das so von außen nicht sehen können. Also die tragen ja auch gewisse Energien mit und so weiter und so fort. Und darum finde ich LSD an sich sehr eine interessante Substanz. Aber ich muss ein bisschen aufpassen. Nimmst du das nicht mehr? Nein, ich nehme es nicht mehr. Weil man muss halt bedenken, klar, LSD wird aus dem Mutterkorn gewonnen. Ist eigentlich aus einer Pflanze. Aber weil der Prozess synthetisch ist, verlierst du den Spirit bei dieser Medizin. Du kannst ja LSD auch therapeutisch anwenden. Was in gewissen Fällen auch gemacht wird, von Ärzten und Psychiatern und so weiter, wird ja auch so gemacht. Es gibt auch eine Studie, ich habe letztens ein Video repostet, dass sie da im Spital Uster, im Universitätsspital und nochmal in irgendeinem Spital machen Studien, wie sie Palliativ-Patienten, die kurz vor dem Sterben, ich habe es repostet, wo sie mit Sterbebegleitung und so. Also es gibt sehr interessante Forschung bei LSD, aber bei LSD muss man einfach aufpassen, weil vor allem, wenn das nicht begleitet wird. Das Problem ist, wenn du zum Beispiel Ayahuasca nimmst, du hast den Spirit von Ayahuasca. Ja. Wenn du bei Ayahuasca in ein Loch hineingehst und irgendeinen Strudel, wo du das Gefühl hast, shit, komm da nicht raus und es wird einem zu viel, der Spirit guidet dich da wieder raus. Wenn du aber bei LSD irgendwo in ein Loch hineingehst und du selber nicht weißt, wie du dort rauskommst und wenn niemand hast, hey, dann bleibst du dort unten einfach hängen. Ja. Und das ist halt eben das Ding, LSD hat keinen Spirit. Aber wenn das richtig begleitet wird und angewendet von Leuten, die verstehen, wie sie mit dieser Substanz arbeiten müssen, top. Wenn nicht, sehr gefährlich. Aber an und für sich ist da auch sehr viel Potenzial in dieser Substanz, um mit dem verschiedene Sachen angehen. Nehmt LSD. Nein, so ein Scheiß. Bicycle. Bringen den heim. Klopfen alles rein, jawohl. Nein, ich tue natürlich nur Spass. Nachher, aber obwohl ich sage, es ist Spass. Nachher, Ja, nachher solange ich das Real von dem mache, ist kein Problem.
Ja, also, das wäre es gewesen. Leider Schluss machen. Ich hätte wirklich noch weiter. Es ist irgendwie schnell gegangen. Ich hab Ja, Bock gehabt. Aber ja, nein, das ist schon lange ein Podcast, glaube ich. Wenn du noch irgendetwas willst sagen an die Leute, kannst du da in der Cam am Schluss kann immer noch etwas sagen, folgen mir oder weiß ich nicht. Oder nehmen den LSD. Das ist etwas. Mal noch schnell überlegen. Ja, sag mal schnell etwas. Blasen wir in die Schuhe. Nein, das schon nicht, oder? Nein, es hat mich sehr gefreut, hier Gast zu sein und euch einen Einblick geben in das, was ich mache. Und ich finde nichtsdestotrotz, auch wenn ich mit diesen Medizinern arbeite, sehr, sehr wichtig, dass man stets mit Bewusstsein und mit Respekt damit umgeht und dass man da auch nur sehr bewusst in gewisse Zeremonien oder auch Retreats hineingeht und auch immer ganz klar schaut, bei wem mache ich so etwas und was ist mein eigenes Gefühl dabei und immer stets mit einem guten Gefühl in solche Erfahrungen hineingeht. Und wenn irgendjemand von euch auch sonst Fragen hat oder sich ein bisschen mit auseinandersetzen mit diesen Themen, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Ihr könnt meine Videos anschauen, ihr könnt gerne meine Website besuchen, auch kommentieren bei den Videos, dann gehe ich nämlich sehr gerne auch noch auf weitere Fragen ein. Ich kann es verlinken. Das mal verlinke ich unten dran. Könnt ihr auf den Link draufklicken. Bringen heim. Liket das Video, kommentiert und bringen den heim. Folgt mir natürlich. Dankeschön. Schönen Abend. Juhu.